Ich bin spät, oh Gott, ich bin spät, oh Gott, was da trinke ich erst einmal? Im Moment, wenn es 10 Sekunden noch am Einschalten. Holy shit, jetzt hätte ich mich fast einfach selber mal hätten Sanka anrufen müssen. Ja, kein Mensch hätte gewusst, wo er hinschicken soll. Ja, Alter, ich brauche einen Sanka, ja, wohin? Ja, zum Birger. Aber warum ein Ort, der hat sich da suffen, was? Es fängt schon wieder blenden, du. Moment, sehen du eh nix, hören du eh nix, ich weiß auch nicht, wo haben wir überhaupt? Habe ich das miteinander. Evans, der Birger, an diesem wunderschönen Mickerabend. 20 Uhr. Das ist einfach, das ist ein Insiderwitz, den werde ich wahrscheinlich in meinen Lebtagen nicht vergessen. 18, 19, 20, 21, Stefan. Das heißt 2021. Ach so. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Werde ich nie vergessen. Ist ein Insider. Weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Freunde der Sonne. Fangen wir an, wie wir anfangen. Habe die Ehre an den SC4, an den Gusteltoni, an den Max, an den Feller, an den Fortnite Gaming, an den Cold Ice Tea, an den Jackstar, an den Ash, an den Elias, an den Atom Sebastian. Holy shit, ist der Atom. An den Herrn Leitsch, an die Frau Sieber, an den Herrn Werner, an den Gaudinockel. Ich hätte nichts mehr trinken sollen, bevor wir anfangen. Habe ich einen Sonnenbrand im Fressbrett? Ich glaube schon, da so ein wenig. Ja, ich habe mich heute nicht recht viel bewegt, außer im Input. Ja, du schon wieder. Stop it. Jawohl, da, vergeht's gut, Alter. Vergeht's gut, bitte. Du weißt, was ich sagen möchte. Habe die Ehre an den Mini-Official, an den Fenix, an den Felix, an den Fortnite Gaming, an den Patrick D. auf Twitch, an die Jani Let's Play, an die Isabella, an den Sebastian, an den Herrn Ecker. Manu, habe dritt! Leid. Habe die RRRT. Jetzt wird es sehen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Herzlichen Dank. Habe die Ehre an alle. So, damit wir dem Desaster beim letzten Mal ein bisschen aus dem Weg gehen, werde ich jetzt sofort im Discord das verschlüsselte Passwort posten. Mag ich's wissen. Flo! Bei dir sage ich auch schon nichts mehr. Weil die sind immer dieselben. Er hat. Ich weiß nicht, der Grad zwischen lauter Narische und die geilsten Affen, die umeinander rennen, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Flo, vergeht's gut an euch alle. Dankeschön. So, Passwort, Discord, fürs Mitzocken, jetzt. Nicht fürs Discord, fürs Mitzocken, im Discord. Hey Jodel! Geh mich auf! Kannst nicht lesen, es tut mir leid irgendwo. Passwort wird gepostet, damit ihr gleich joinen könnt. So, die hat euch selber gefallen, schreibt nichts ein. Passwort steht auf verschlüsselte Art und Weise von mir im Discord eingespammt. Ja? Kriegen wir das hin im Gaming-Channel, im Text-Channel. Eine mit euch. Wenn ihr ins Spiel reinkommt, ich habe einen 4. Hof eröffnet, der ist ganz frisch, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob Österreich Vollgas verkackt hat, die haben nämlich kein Geld mehr. Dann muss ich nur ein riesendrum Lob aussprechen an den Lex TV, der letztes Mal bei mir mit dem Hof dabei war, und den anderen Namen habe ich leider vergessen, es tut mir leid. Die haben, wie ich vom Surfer gegangen bin, noch ein wenig weitergespielt, die haben das Zeug picobello auf, das zeige ich jetzt gleich. Fangen wir an, in 5 Minuten fangen wir an, bis dahin habt ihr Zeit, einmal am Surfer beizutreten. Ich mache den da links schon mal auf, ja, da steht schon wieder dort, synchronisiere Daten mit anderen Spielen. Wer ist denn da so verfickt schnell, der die Scheiße da entschlüsselt? Ja, Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Da muss man mal was Neues ausdenken. Ich glaube, wir müssen es mal mit Mathe-Formeln probieren. Herr Puglia! Giuliano, hört sich ein bisschen Italienisch an. Kannst du Italienisch fluchen? Falls ja, bester Mann, die brauche ich. Ab in den Chat, ich mag alles wissen, wie man auf Italienisch flucht. Staccato, merda di lago! Zuckerblick. Herr Puglia, vergesst für deine Mitgliedschaft im Vollbier-Squad. Bester Squad. Ab in den Chat. Herr Giuliano. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann nicht mehr das. Herr Zobel, vergesst gut. Leute, PW ist ja nicht schwer gewesen. Okay, er hat es jetzt selber schuld. Das nächste Mal kommt so eine lange Mathe-Gleichung. Und dann lassen wir uns eine Dreiviertelstunde Zeit, bis die Leute am Server kommen. Meister, vergesst gut. Leute, ist gut. Haben wir's? Ich mein schon. Was? Kretin da? Was ist ein Kretin da? Ich kenn bloß, du Kretin! Schau, dass du schleichst! Kretin!
Wavankulo heißt leck mir am Arsch. Auch wieder nicht. Wavankulo. Und die haben ein Wort für den Satz. Mr. Bavarian. Aber das bügelt oder Bauern. Ich hoffe, dass er gut wird. Wir müssen heute Meta machen. Ich sag's euch, wenn ich heute wieder in 2 Stunden bloß schaffe, dass ich einen Leid, jetzt chillt so. Dere, im September geht's mit neuer Kapitel Visage weiter, oder? Hab gestern an alten Stream nochmal Ops Show. Den ganzen hast du noch mitgegeben. Ja, das waren ja bloß 2 Teile, oder? Das waren ja bloß 2 Teile. Danke, Leute, danke, ist gut. Es hört einfach auch nicht auf, gell? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und ja, Visage geht im September weiter. Das hebe ich mir für Herbst, Winter auf. Ja. Ob im September direkt oder vielleicht zu Halloween, das darf ganz gut passen. Wobei im September übrigens auch Blair Witch Project kommt. Oder The Blair Witch, glaube ich, heißt das Spiel. Das schaut auch ganz geil aus. Da haben wir uns einen Trailer mal angeschaut vor nicht allzu langer Zeit. In einem fernen Land. Ich weiß nicht, wie das Lied geht, aber das ist mir jetzt gar nicht gut. Es schaut auch ganz zuckersüß aus. Also ich habe da auf meinem linken Monitor noch synchronisierte Daten mit anderen Spielern stehen, aber es haben schon einige gejoint. Ich glaube, mit jedem Spieler, der beitritt, dauert das immer ein bisschen länger. Sobald es da losgeht, fangen wir mit zum Zocken an. Ja? Ist das was? Wir haben ohnehin noch 4 Minuten Zeit. Erst einmal habe ich dere an alle, die eingeschaltet haben. Wie viel sind wir überhaupt? Die 6 sowieso wieder nicht. Knapp 600 auf YouTube und auf Twitch weiß ich auch nicht. Ich glaube ungefähr 40. Habe die Ehre. Dann, was man mir dann nach der Sommerpause. Ja, mal vielleicht nochmal als kurze Ansage an euch alle. Sommerpause kommt. Die kommt Mitte August. Wann die genau kommt, verzeihe euch die letzten 2, 3 Streams vorher ganz genau, wie lange das die dauert. Ich mache sogar ein Video dazu. Ich habe keinen Bock, dass mit Leuten wieder anschreiben, hey, warum ist heute kein Stream und so weiter, weil da kriege ich einen Schlaganfall. Da drehe ich durch. Sommerpause wird 3, vielleicht 4 Wochen dauern. Da habe ich dann auch Urlaub in meiner Arbeit und dann möchte ich nichts hören und sehen. Dann habe ich da gerade diesen der Patrick die FIFA 19 Pro Clubs. Wir werden wahrscheinlich als Multiplayer-Projekt mal ausprobieren, FIFA 19. Flo, warum findest du dich damit nicht ab, dass die Leute... ja, weiß ich nicht. Weil es immer noch was ist, was mir nicht ganz in den Kopf geht. Da ist eine Donation, die ich gerade nicht lesen kann. Moment, kann ich die ja so lesen? Moment. So kann ich es vielleicht lesen, kann ich es da lesen. Das brauchen wir nicht. Das war der Andi! Zuckerblick! Reicht, um in Russland Anwalt zu werden. Ja, Entschuldigung, ja, sie haben hier mein Eigentum beschädigt. Die verklagen auf 6,8 Millionen Euro. Ich will meinen Anwalt sprechen. Anwalt? Zuckerblick! Okay, gewonnen. Bin raus aus der Nummer. So, wir schauen mal aus. Ja? Alles, es ist immer das Gleiche. Mein Server, das ist nicht mein Server übrigens, danke nochmal an den Max, den er zur Verfügung stellt. Du brauchst nur, der ist unter Deutschland-Kategorie, nicht unter Deutschland 2. Und du suchst einfach in der Suche nach Birger, der einzige Server, der auftaucht, ist meiner. So, gut. So, ansonsten, gibt es sonst irgendwas Tolles zum Verzeihen? Ich weiß nicht, wir können nebenbei da schon am Manager schon wieder synchronisierte Daten mit Spielern, kann noch ein bisschen dauern, aber es läuft schon immer wieder mal, es dauert bloß eine Zeit. So, wir schauen mal aus. Wie schauen wir aus eigentlich? Eigentlich schauen wir ziemlich gut aus. Ja, was nach der Sommerpause geht. Ich mache halt dann wieder ein Video, wenn es wieder weitergeht, ja. Damit es mir nicht vergisst. Tja, was spielen wir da sonst noch alles? Alles, was zurückkommt. Wir werden auch mal ein Rollenspielchen ausprobieren. Fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber es ist von Obsidian, glaube ich, und es ist von die Fallout New Vegas machen. Ich habe den Namen vergessen. Fuck, kommt irgendwann im Oktober, dann kommt das Star Wars Spiel im Oktober, der Singleplayer, was ziemlich gut ausschaut. Es kommt Visage, es kommt Blair Witch, es kommt das FIFA 19 Projekt, wo wir mal vielleicht mal wieder Community-Zock machen, da wo wir miteinander spielen können. Und. Wir haben ja genügend zum Zocken. Spätestens nächstes Jahr im April, da wo ich am allermeisten gefreut drauf. Herr Biegler! Der Birger, ich hoffe, du bist selber schon im Spiel drin. Ja, bin schon drin. Bin schon lang drin. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Und ja, was soll ich jetzt da sonst dazu sagen? Ja, stimmt, FIFA 20. Stimmt. FIFA 20. Ne? Um das genau richtig zu sagen. Ich meine natürlich das neue FIFA, wenn es dann kommt. Das kommt ja immer. Wann kommt das immer? Im September, oder? Das war aber so auch Pro Evolution Soccer und FIFA kämen doch immer zeitnah September, Oktober und so. Der Janni oder der Janni Let's Play schreibt, geht einmal wer aus dem Server. Also wenn so ein aushaut, dann muss das schnell sein.
Ja, das kann ich sowieso nie jedem recht machen. Ja, wer eine kommt, kommt eine, wer nicht, ich kann es auch nicht ändern. Wie geht das mit dem Discord? Oh Gott, helft mir einen Herrn Baumesreiter mit dem Discord irgendwie, vielleicht helfen Mods irgendwie. Wahrscheinlich WoW Classic, da müsstest du doch hart dabei sein. Herr der Tracer, was glaubst du, warum ich genau zu dem Zeitpunkt 3 Wochen Urlaub habe? Ja, wahrscheinlich schalte ich dann eher einen Stream ein. Aber da habe ich mit Kumpels schon ausgemacht, wir haben ein Schichtsystem zum Leveln und was weiß ich, was ich sehe, dann, da geht's ganz anders. Ja? So, Freunde, wir schauen mal aus, wer ist auf dem Server. Schauen wir mal ein wenig. Der Schlaubi ist wieder da. Was treibt der Rest da so? Weiß ich nicht. Der Schlaubi ist wieder da. Hof bearbeiten. So, als Passwort für meinen Hof ist Bier. Wer beitreten will. Der Erste, der kommt, darf drin bleiben. Schlaubi bleibt darin. So, schalten wir um. Los geht's. Los geht's. So, sitzen wir uns wieder schön in unseren sauberen Find rein. So, best Overlay ever. Ab in den Chat. Und dann schauen wir mal. Der Schoß ist herin. Ja, Herr Ackertz, Sie müssten wieder aussehen. So, bestätigen. Herr Ackertz, ich bitte Sie freundlich darum, meinen Hof zu verlassen, sonst haben wir ein bisschen zu viel. Trittst du mal Oberbayern oder vielleicht die Österreicher sogar bei. Ich weiß nicht, die Österreicher haben verkackt oder dem neuen Ding. Ansonsten muss ich leider Gottes mit dem Kick drohen, weil nur maximal 2 Leute nicht dürfen. Ja, war bis jetzt allwehr so. Oder weißt du, wo es drauf geschissen? Herr Ackertz, bleib einfach drin. Bleib einfach drin. So, Freunde, es wird finster. Wenn es finster wird, stellen wir mir die Geschwindigkeit auf 30. Spiel speichern. Jawohl. So, los geht's. Der Lucky, der Schlaubi, der Holzmeiner, der Mike, der Jonas zockt. Weiß ich nicht, was der hat. Ich da der E-Mail. Das ist eine gute Idee, wenn du der E-Mail-Adresse als Name gibst. Jonas zockt 19@gmail.com. Schreibt mir mal eine E-Mail mit Geil! Das hat mich wirklich interessiert, wie viele E-Mails das er kriegt. Bei 700 Leuten, die zuschauen. Schoß habe ich dere, wen haben wir da noch? Ach, jetzt habe ich dere, wer ist noch da? Der Frank ist noch am Start und dann haben wir noch einen Lucky. So, der Lucky Money war beim vorletzten Mal der Bulldog Royal Gewinner, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt schaut's das euch an eine Höfe schleicht's und der Schlaubi der Ackertz und wer noch? Wer noch? Ja, du hast wahrscheinlich jetzt spät gehört. Du hättest erinnern dürfen, aber das ja, mei. Oft einmal da hast du Pech und manchmal Ding ist man so und manchmal Ding ist man so und was ist. So, Kinder. Warum ist der Sound eigentlich so leise? Nur mal wegen auftreten. So, was ist unser Plan? Wir haben ein Barbecue. Wir haben ein Gickerl. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann, weil ich da schon wieder lese, Stefan schreibt, stell doch auf 16 Spieler Birger. Ja, das ist nicht mein Server, den kann ich nicht einfach umstellen. Ich werde mal fragen, ob man da einmal 16 Spieler oder vielleicht 12 Spieler machen kann, ja? Soll ja was Besonderes sein. Und so laufe ich bloß Gefahr, dass irgendwelche Kasperl kommen, die nur Scheiße bauen. Aber bis jetzt muss ich zugeben, fühlt sich eher jeder ziemlich anständig aus. So, Schlaubi und der Schoß. Schlaubi und der Schoß. Die Frage ist, was der mir? Erst einmal, ich glaube, der Schlaubi war letztes Mal dabei. Riesengroßes Lob, gebt euch das, wie die das Zeug zusammengerannt haben. Also, er hat gerade einen Bulldog rausgefahren, schaut sich die so sauber nebeneinander, ein Mähdrescher eingepackt, Anhänger nebeneinander, das Zeug aufgestapelt, dahinter die ganzen Anhänger eingefahren. Ich sag's euch, wie es ist, ihr seid die Geilsten. Ich lasse euch allein am Server und ich komme zurück, erwarte, dass alles abgerissen ist und pures Chaos los ist. Und was jetzt ihr rammt sauber zusammen. Also ich weiß nicht, was ich da verhalten soll. Ich weiß nicht. Finde ich gut. Gibt's für mir, da strecke ich meinen Arm aus dem Fendt raus und sage, gibt's für mir einen Daumen nach oben. So, was ich noch tun muss. Ich muss euch Farm Manager Status, das ist was, das nervt mich, dass ich das manuell machen muss. So, ihr kriegt gerade alle von mir einen Farm Manager. Führt euch anständig auf, wenn irgendjemand Scheiße baut und ihr könnt es nicht kontrollieren, bitte spammt einen Ingame-Chat voll. Ja? Schreiben, bis ich sehe. Ich kann auch nicht auf alles aufpassen, okay? Ich setze mein Vertrauen in euch, ihr macht das schon, hat anständige Leute, habe ich in der Vergangenheit ja auch mitgekriegt. Ja? So, Lucky Farm Manager, der Holzmeiner, der ist noch nicht einmal Holzmeiner, der muss irgendeinem Hof beidrehen.
Was für ein Move, weiß ich auch nicht, aber das wirst du schon herausfinden. So. Der TomTom war letztes Mal da, der TomTom war letztes Mal auch da, ja. Ein Lex TV vermisse ich so ein bisschen. Wahrscheinlich, vielleicht hat er es nicht reingeschafft, wer weiß das schon. So, was der mir? Muss ich euch auch noch sagen. Gibt euch das, wie fleißig das die Teufel waren. Da hier hinten, schaut ihr das gestapelte Stroh. Wunderschön. Frau Kerndl schreibt, gibt es heute wieder einen Bulldog-Krieg. Das heißt Bulldog Royal. Und schauen wir mal. Und ja, ihr dürft jetzt zum Diskutieren anfangen, was für ein scheiß Bulldog das besser ist. Der scheiß Deitz, der John Deere, der Fendt, der was weiß ich. So, wir leichten wieder mit dem Scheiß an. Der Schoß. Na, der Schlaubi. Was der Mann? Also, wenn ich es nicht besser wissen darf, mir braucht man ein Gras. Irgendjemand muss einmal Rasen machen. Die Kühe haben kein Gras. Das ist alles, was ich weiß. Da haben wir angebaut. Da ist ein Haufen Unkraut drin. Können wir das meine ich, spritzt mir weg. Das meine ich erledigt. Na, warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht ich erledigt. Wir haben noch ein Feld zum Abmachen. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles einfach auf Feld 19. Das sieht man da, das lila nicht mit dem braunen Batzen. Jetzt ist einfach alles vergammelt. Dann darf ich vorschlagen. Einer spritzt jetzt einmal da das kleine Feld. Und der andere, Moment, ich glaube, ich brauche den Bulldog mit den fetten Dingen, der ackert einmal sauber in das große Feld ein. Mr. Mac! Ligure, dein Lieblingspreis ist auch. Oh, der Mr. Massett! Er grüßt mir bitte den Daniel, der heute Irgendjemand hat Geburtstag. Dani! und bald seine Meisterprüfung macht. Alles Gute zum Geburtstag, Dani. Vergesst für den 5 von Mr. Mac und viel Glück in der Meisterprüfung. Wobei, Glück hilft nicht weiter. Scheiße, jetzt habe ich das nicht mehr lesen können. Rainer, ich glaube, der Rainer war es. Merci dir, aber ich habe es leider nicht lesen können. So, was brauche ich? Ich darf einmal sagen, wir müssen bei das andere Feld auch noch ackern, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ich mir vorschlagen, wir kaufen noch einen zweiten Pflug hinten ohne und dann fahren wir zu zweit das große Feld an. Ist das ein Plan? Aber wo die Spritzen ist eine gute Frage. Das ist die Zahnmaschine, das ist der Pflug. Ja, wo ist die Spritzen? Das ist eine akzeptable Frage. Ich weiß nicht, wo die Spritzen ist. Ist die verkauft worden vielleicht? Ich sag das, was ist? Ich weiß nicht, schau mal auf Karten. Da steht aber auch nirgendwo irgendwas umeinander, wo es nicht irgendwo hingehört, wenn ich das so richtig sehe. Wenn ich das so richtig sehe, kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, die haben es verworfen, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wenn sie ist, kaufst du eine. Der Schoß tut Rasenmann, was der Holzmeier tut, das weiß ich nicht. Ich glaube, der hat schon wieder gesoffen. Bin mir nicht sicher, was er tut. Das sind Unsinn. Das ist halt schwierig natürlich, wenn ich kenne mich auch nicht aus. Jetzt habe ich aber schon, ich sage mal, 10 Stunden gespielt und wenn der Holzmeier gerade frisch reinkommt. Fragwürdig. So, Schlaubi! Na, der Schoß da dran. Schlaubi, du packst einen Bulldog, ich pack meinen Bulldog. Dann nehmen wir einen Pflug und dann ackert man das Feld um. Oder was darf man meinen? Was darf man sonst? Aus mit die Viecher. So. Aus mit die Viecher. Holst du einen Pflug, oder was? Ja, kaufst du einen. Du kaufst da einen, ich nehm den, der da ist. So. Erst einmal, ist Spur eigentlich zu leise? Wenn mir das ist, müsst ihr mir hier sagen. Hoppala, war ich fast angefahren. Aber nur fast. So, ohne mit den Scheißen. Und dann machen wir heute mal richtig gemütlich. Ja? Richtig gemütlich. Dabei erzähle ich euch Geschichten aus dem Paulanergarten. So, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich brauche ein Gewicht vorne drauf. Aber mal noch drauf geschissen. So, wie ist jetzt das gegangen? Ich glaube, wenn wir mir da quer fahren, da geht es ein bisschen. Ja, aber effizienter ist der links noch. Da habe ich leider Gottes ein bisschen Terror geformt. Noch ein bisschen daneben gereiht. Aber es hilft eh nicht. So, jetzt, was müssen wir da tun? V-Pflug senken. Und dann kann man doch eigentlich schon einwerkeln ins Viech, ja. Schaut euch das so. So, wenn ich jetzt halt einfach nur da sitzen darf und ackert das Feld also durch, dann wird es der aufregendste Stream der ganzen Welt. Es geht jetzt nämlich so lang, bis dieses Riesendrum-Feld durch ist. Ja? Ein ins Viech! Bulldog fahren!
Also wir hatten da, die haben so sauber zusammengerannt, aber da, Moment, hupt mir erst einmal den Strohboy noch. Was ist der mit dem? Kann ich noch mal jemand wegfahren? Oder kann ich da einfach, warte mal, kann man den einfach wegrollen? Ey, ja, das geht schon. Das geht schon. Oh, ich ackert schon wieder daneben vorbei, schau hin. Meine Güte, jetzt steht da dieses Scheiß drum. Was ist denn mit dem? Guck ich da mal ab, den fahren wir jetzt aus, das wird schon irgendwie hingehen. Moment, den fahren wir auf Zeiten, da kenne ich nix. Da fahren wir jetzt mit 200 rein und wenn es mich umhaut, dann kommt der Schlaube schon und kippt mich wieder auf, das wird schon. Los geht's! Ins Feld! Nein! Oh, leck, das war knapp, Alter. Das war sehr knapp. Das war scheiße knapp, Alter. So, jetzt Moment. Gehen wir mal hier so. Ja, ich weiß es nicht, ich hätte gerne einen größeren Pflug. Kann ich da keinen größeren Pflug haben? Ich brauche wahrscheinlich einen größeren Bulldog, wir haben kein Geld mehr. Flug drehen, hoppala, den müssen wir drehen auch noch. Was ist jetzt da der verdammte Unterschied? Macht das was? Geh mir nicht aus, kann man da sonst mal Tempomat aktivieren, Flug heben, Helfer einstellen? Ich glaube, der Helfer wird eigentlich die richtige Wahl, wenn mich nicht alles täuscht. Was ist jetzt da der Unterschied? Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß doch auch nicht, was ich da tue. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einfach einen neuen Bulldog kaufen und was anderes tun. Hey Digga, warum kaufst du keine Gruppe, der wo gefühlt 30 km/h pro gegangen schnell? Kann man da einfach durchgruppen? Kann man das machen? Muss ich da nicht? Weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus. Müsst ihr mir sagen? Da schauen wir jetzt mal ins Einkaufsmenü. Ja, das ist meine Baustelle. Sachen einkaufen kann ich ja. Du arbeitest so in die anderen machen. So, jetzt schauen wir mal. Wir können ja auch mal schauen. Flüge. Das sind alles so kleine Scheißersdinger und den großen kann ich nicht beziehen. Herr Muttenthaler, du kannst Spielzeit mit Sim und 8 ändern. Hashtag Bruder. Was Spielzeit mit Sim und 8 ändern? Wie mit Sim und 8? Moment. Aha. Shortcuts. Herr Muttenthaler, da geht's gerade für die Information. Da stellen wir mir mal auf 30. 30 muss gegangen. Der war auch nicht so schnell gehen. Aber hell werden kann es schon einmal. Stellen wir mal auf 60. Stellen wir zur Sicherheit einmal auf 60. Ne? 60. Ganz langsam. Hey, jetzt hat sich auch einen Pflug gekauft. Weißt du was? Dann pflügen wir mit nebeneinander. Da hauen wir mit nebeneinander einen Pflug ein. Moment. Ich komm geschissen auf den tiefen Lockerer. Da fahren wir parallel. Weil wir es kennen. Achtung! Bin unterwegs. Wahrscheinlich fahre ich da einfach total ein, aber so wurscht. Komm schon. Oh, ich weiß nicht, wie weit das der, weißt schon. Was ist das? Schau dir das an. Wenn das nicht, das ist Präzisionsarbeit, Kinder. Los geht's. Ein bisschen hupen. Nicht mit zusammenfahren. Moment, ich muss ein bisschen weiter um mich. Die haben seine ist so breit, schau dir das an. Ja, du musst aber auch ein bisschen weiter um mich. Ich seh schon, so viel Präzisionsarbeit ist das nicht, aber die klang für uns schon. Ja, die klang für uns schon. Das geht schon. So, ein bisschen rechts noch. Ich glaube, dass das ja so auch viel cooler ist. Ja gut, da sehe ich aber nicht, was ich tue. Da sehe ich nicht, was ich tue, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du ja so, weiter, ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses Fleckerl da noch kriege, da werde ich wahrscheinlich ein wenig einlenken müssen, wieder mal. Ja, hilft nicht. Das kriegen wir schon. Ein ins Viech! Ein bisschen hupen, damit die Spannung steigt. Oder einfach dauerhaft auf der Hupen. Ich fahre schon wieder kreuz und quer umeinander. Wieder letzte Folge. So. Hettinger, bitte kauf einmal einen geilen Gruppe, sonst kriege ich wirklich einen Vaginalanfall. Weiß ich nicht. Ich kann nicht vielleicht. Kauft euch dann einmal eine Handvoll Vaginalcreme. Da mit Sicherheit ein paar Dirndl herin, die dir da ein paar Cremes empfehlen können. Herr Schlaubi, ich habe einen Vorschlag. Bevor wir zurück, verkauft man uns eine scheiß Pflugdinger und kauft man uns 2 Gruppen. Ist das ein Vorschlag? Der vielleicht ein wenig breiter ist wie 1,20 Meter. Los geht's. Arbeitswag, da hat sich einen Bulldog geholt. Ich weiß nicht, was ich tue, aber lass ja unsere Strohbindel stehen. Sonst komm ich und hau den Nocker den Arsch. Mit dem Kochlöffel von der Oma. Und glaub mir, das willst du nicht. So, überholen, blinken aussehen, blinken rein.
Sicherheitshalber die Warnblinkanlage machen, dann passiert nichts. Wichtig. So. Fahren wir das drüber mal daher. Abkagelt. Weg mit dem Schund. Ich glaube, am Schlaubi war es wurscht, was ich gesagt habe. Nein, der Schlaubi kommt, der hört das natürlich ein paar Sekunden später. Und da hat das halbe wenig, also, was ist jetzt da? R 11.500, alter 3 Tage. Jetzt, wenn er sein Ding da noch reinwirft, dann verkauft man den schon einmal. Und dann einen Tiefenlockerer, oder was meinst du? Ja, passt schon. Servus, Birger. Komm gerade aus der Arbeit. Du hast das Falsche gelernt, oder? Wenn du um 8 Uhr von der Arbeit kommst, das ist nicht gut. Ein Eisbeidel habe ich, was? Ein Eisbeidel habe ich, das habe ich jetzt nicht mehr fertig lesen können, das tut mir leid, aber ich weiß genau, warum du einen Eisbeidel hast. Nicht, weil es so heiß ist. Merci dir. Was genau soll ich jetzt da kaufen? Den 4 Meter Tiefenlockerer? Nein, wir brauchen eine Gruppe. Herr Grantler, vergeht's für den Euro. Gruppe. Wo ist denn der Gruppe? Wo ist denn der Gruppe drin? Kann mir das einmal jemand schreien? Einen Sehen habe ich nur ganz am Anfang mal gekauft, aber ich habe es einfach vergessen. Wände. Maispflücke, Überladen, Feldhäcksler, Schneidwerke, Zucker. Da ist eine Gruppe. Groß und Brettelbrot. 3 Meter. 3 Meter 7, 4 Meter 9. Haben wir nicht so ein Gruppe-Ding daheim? Wir haben doch das Gerät drum da daheim stehen. Weißt du, der hat 8 Meter. Und der hat 6 Meter. Ich weiß das auch nicht. Kann ich mir nicht leisten. Weil der hat 6 Meter und der Tiefenlockerer, was haben wir da? Der hat 4. Das ist ein Witz. Fahr doch nicht mit 4 Meter Breiten über den Scheiß da drüber. Der Distrum mächtig, kostet 82.000 und braucht 420 PS. Ja, tut mir leid, die haben wir nicht. Wie breit ist der? 3,50 Meter. Wie breit ist unser Flug eigentlich? 2,50 Meter. Also so viel Fortschritt ist das nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Du tust jetzt mal den Gruppenreihe. Was haben wir da? Man, den kaufen wir uns. Können wir den 80.000? 6 Meter. 300 PS. Bringt's dir. Ich habe einen Eisbeidel, weil es Eis am Beidel flaggt. Aber wieso? Was bist denn du vom Beruf? Pornodarsteller. Sorry. So. Wir haben 60.000. Du, dann nimm jetzt mal einen Kredit auf. Dann nehmen wir einen Kredit auf. So, hier 5.000 Leihen. Müssen wir mal 100.000 am Konto haben. Also 110.000. 110.000, die tust du mir her. So, dann kauft man mir. So, was kauft man dann? Wir kaufen uns so eine Gruppe. Ich sag das, wie es ist. Wir kaufen uns eine Gruppe, der kostet 2. Der 8 Meter kostet 2, aber den 6 Meter kauft man 2 Mal. Ich sag dir, wie es ist, den kauft man 2 Mal. Kaufen, ja, wenn es ist, verkauft man halt wieder. Kaufen, ja. Mit dem probieren wir das jetzt einmal, das wird schon hinhauen. Das wird schon hinhauen. Ist es was? Schlaubi, ist es was? Wenn ich die zum Bulldog laufen sehe und fahren sehe, dann weiß ich meistens, das ist nichts, was ich da habe. Aber es hilft jetzt nicht. Das werden wir ausprobieren. Oh shit, den Schund müssen wir einer verkaufen. Moment. So, hier, was ist denn das da? Wir hatten das Auto hingestellt. Ich dachte, das Auto wegfahren, weil sonst Verkauf ist. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Verkaufen. Möchtest du das Fahrzeug? Ja. Das Fahrzeug wurde verkauft. Tja. Pech. So, alles verkauft, alles was raus! Alles was raus muss er! Schlaubi, haut das hin! Ich weiß nicht. Was schreibt der Schlaubi? Solange der Schlaubi hat Ahnung von dem Spiel, solange der nichts schreibt, ist alles gut. Ah, jetzt auf Zeiten, sonst meine haben wir die nicht mehr lang. So, und jetzt müssten wir mal ein wenig, oh, Zeit zurückdrehen, ja das stimmt. Aber ich kann Ihnen alles denken, es ist 8 in der Früh, das muss gelangen. 8 in der Früh, 5 Uhr Zeit, los geht's, Kinder. Oh, Kupet. So. Ah, das Ding schaut mir schon besser an. Mr. Mike! Ich weiß schon jetzt, Straßen immer so hin, es tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie tut es mir auch nicht leid. Oh, was ist denn jetzt? Das ist ein Straßenschädel. Schlaubi, Verzeihung. Fahren wir mal den Typ. Ah, das ist ein bisschen dumm. Ah. Was muss denn der mit seinem scheiß Betonmischer, Fahrzeug, LKW, scheiß drunter daherkommen? Scheiße, schleichst, zieh dich aus und futzt dich, dass du nicht mehr kennst. Ich krieg einen Anfall mit den Leuten. So, wir fahren nur auf der Gegenfahrbahn. Nur. Damit die Leute gleich wissen, was geschlungen hat. Ansonsten fahre ich das komische Gerät da hinten aus und dann ist gleich Ruhe. Und dann nehme ich den komischen blauen scheiß VW Passat und zerstückelt ihn aus dem Stückel. Fix, Mari Hollerstauern.
Der WK85 schreibt, Servus, habe die Ehre. Ein schönen Treckerhaus, das heißt bei uns nicht Trecker, bei uns wird automatisch Trecker und Traktor automatisch in das Wort Bulldog, ja, auch in der Lautstärke und in dem Tonfall übersetzt. Aber erst einmal habe die Ehre. Mr. Maximilian, Entschuldigung, da liegt der Strohballen auf der Straße. Ich weiß nicht, wem der gehört. Das kann man leider nicht nachschauen. So. Irgendjemand hupt, Schlaubi, tut mir leid, ich hab kurz ober vom Gas. Ober vom Gas. Ober vom Gas. So, müssen wir jetzt da nochmal. Ich schau jetzt, was du tust. Müssen wir mir da nochmal drüber gruppen oder klangt der pflückte Scheißdreck? Dabei dring ich. Fang an. Okay. Schaut mir so, als müssen wir nochmal drüber. Du, ich fahr rechts von dir. Weißt du was, ich fang auf der anderen Seite noch. Wir treffen uns in der Mitte. Sag ich dir, was ist. So. Und für die Leute, die sagen, ich soll mir einen Helfer einstellen. Also ich weiß ja nicht, das Spiel ist so schon ziemlich schwierig, um sich zu belustigen. Wenn ich dann aber das, was das Spiel ausmacht, auch noch von einem Computer machen los, dann wird's echt schwierig. So. Gruppe aufklappen, X. Bisschen zurück aus, Gruppe senken. Arbeitswack, ich glaube, da hat unser Bruder keinen Arsch zweit und. Sehe ich das richtig, Schlaubi? Oje, oje. Mr. Bavarian, nicht so viel reden, mehr Bulldog fahren. Wie vorher eh. Aber jetzt haben wir Zeit zum Reden, weil schneller geht's nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Zeitersparnis wert ist, dass wir einen Meter mehr absahen, aber aufs Große und Ganze gesehen müssen wir mindestens 2 Strecken weniger fahren. Ja, wenn der Bulldog nicht mehr kann, was kostet das Bulldog aufmutzen? Ich sag das, was ist, ich mutze jetzt den Bulldog auf! Den Bulldog mutze ich auf! Schlaubi, wenn du den aufgemutzten Bulldog möchtest, fast mit. Wenn du den aufgemutzten möchtest, fast mit. Nochmal zurück aus, so. Das ist ein Wahnsinn. Die müssen wir aufmachen. Der hat, wie Maria schreibt, der hat zwing Schmalz. Du, der hat zwing Schmalz, da geht nichts. Das ist mir, hat nicht mehr Nummer Geld von der Bank auf, das ist mir wurscht. Was ist denn da? Wendlands, Sapper und Biergaluren, das ist mal wieder. Ja, ein bisschen weniger Weder kannst du draus haben, das war ganz toll. Ja, das ist schon ein wenig viel wieder. Wer immer gerade schon wieder mit dem Geld schmeißt, vergelt's Gott. Es vergeltet dir Gott. So, Schlaubi, aufgemutzt wird. Wie tut man das? Wer fährt denn da einer, was die... Wegen alle einen aufgemutzten. Lucky, dein Bruder mutzt ihn nicht auf. Schau, dass du schleichst. Mr. Big! Ja, lass ich ausnahmsweise durchgehen. Seid ihr was, der kostet 17.500 aufmutzen. Was hat er dann? Ah ja, 150 PS, da geht schon ein wenig mehr. Da ist her! Was weiß ich jetzt, wer da jetzt 150 hat? Keine Ahnung. Konfigurieren! Favorit 115, sagt man das? Vorne drauf? Mit der Turbo-Shift? 511, das ist der 515er. Pack dann! Du darfst jetzt eigentlich haben, wenn du magst. Du hast, weiß ich, da steht sogar vorne drauf, da ist hier 515. Was ist das wieder? Du hast jetzt da sein Gabi eingelegt. Leute, was ist jetzt denn hier? Chaussee! Konfigurieren! Verstehst nicht ganz. Du hast schon 515er. Chaussee, deiner ist schon auf. Ist das auch 515er? Ich weiß nicht, was mit mir da deren. Ich weiß nicht, was der Jonas tut. Jonas, was tust denn du? Chaussee, fahr noch mal rein in Ding. Du kriegst einen 515er, oder hast du schon 515er? Ich kenn mich da nicht, du hast einen 511er. Eine mit dir. So, konfigurieren. Aufmachen, konfigurieren, ja. Los geht's. So, ist schon auf. Tütata. Gas geben. Bulldog. Motherfucker. Gas.
Wir fahren mal nicht auf der Straße, das ist mir wurscht, wir fahren mit dem Großen, was haben wir denn am Bulldog? Schosi! Ich weiß nicht, wem ich da jetzt... Ich weiß nicht, habe ich jetzt da den falschen einen Bulldog aufgemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß schon, man hätte noch die Reifen noch nicht da können. Ich weiß. Wir haben aber zu Fleiß die Schmäuer dran, weil wir einen mit Brode haben und zwei mit Schmäu. Außerdem geht uns das Geld aus. Und ich mag nicht mehr Geld aufnehmen. Und die... Habe ich nicht können sehen. Umkippen. Jawohl! Hallo, ich bin Pro-Gamer! Ich brauch kein Vogel! Fegel! Was weiß ich. Man kann ja mal umfallen. Wenn man umfällt, steht man wieder auf. So ist das halt im Leben. So, jetzt tust du mir da herfahren. Hoppala, nicht so schnell. Nicht so schnell, Birger. Nicht so schnell. Jetzt tust du mir da ohne, dann muss es schon ein bisschen besser gehen. Ja, her mit dem Schund. So. Heben. Nein, nicht heben. Was ist denn noch in der Erden drin? Jetzt mal Gas geben da ein wenig. So. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es geht keinen Schuss schneller. Mit Österreich, glaube ich, geht es sogar noch langsamer wie vorher. Vielleicht muss man Anlauf nehmen. Was, wir fahren da ein bisschen bergauf. Gut, dann haben wir Zeit zum Schmatzen. Was wolltest du denn schon immer mal wissen? Heiß ist, wenn die Leberkäse ziemlich von allein warm wird. Das stimmt. Aber momentan wird alles von allein warm. Alles. Ja? Aber der Ring geht einigermaßen. Ich habe überall Trollo zu und was weiß ich. Weißt, da kann man mal, ja, hier gemütlich, schauen wir mal so Rundumlicht ein. Wieso geht das Rundumlicht nicht mehr? Das ist nicht dafür geheißen. Blinker, Warnblinkanlage, die hat noch nie geschaut. Das Licht schaltet man aus und er braucht ja eigentlich mehr Benzin, wenn man einschaltet. Das Licht einschaltet man nicht. Die Reifen drehen durch. Tatsache. Ich habe nicht mit so einem Detailgrad gerechnet. Tja, Freunde, dann werden wir nochmal zurückfahren müssen und uns die Reifen holen müssen. Aber das ist halt auch, da muss man für jeden Scheiß wieder zurückfahren. Eigentlich sollten wir uns einen extra Bulldog dafür kaufen. Ich weiß es auch nicht. Der Acker fragt mich, wieso spielst du das? Weil es das beste Spiel seit langem ist. Ganz einfach. Ja. Also ich als Pro-Gamer behaupte jetzt einfach mal, die Reifen dran nicht durch so Grafikfehler, also der Glitch in der Matrix. Ich bin zu faul, dass ich jetzt noch mal zurückfahre. Ich sag's dir, wie es ist. Hofinator, habe dritt! Wegen dir habe ich mir das Spiel gehabt. Dann hoffe ich, hast du so viel. Das ist ja auch kein Gaudi nicht. Ja, ich hab Spaß dabei. Ist aber nur lustig mit anderen Leuten, muss man auch dazu sagen. Ja? Also allein, wenn es das spielst, ist hochgradig fragwürdig. Aber mit anderen Leuten miteinander, so mit wirklich ernsthaft, und es macht auch nur Spaß, wenn es das relativ ernsthaft spielst. Das ist echt, mit der Sämaschine, die ihr habt, braucht ihr nicht Gruppen. Wie bitte? Hoppala, jetzt bin ich schief gefahren, weil ich nicht aufgepasst habe. Mei. Ja, mei. Was soll ich jetzt da sagen dazu? So, einkehren, umdrehen, wie weit kommen da? Ah ja, das geht schon. Moment, fahren wir ein wenig zurück aus. Das mag er offensichtlich gar nicht. Herr Gamsblut, Alter, für den Gruppe brauchst du einen Großtraktor. Ja. Ist schon hoppala. Wieder nicht aufpasst, hat drauf geschissen. Da braucht man keinen Großtraktor, du sagst ja, das geht. Ein bisschen links. Meinst du, breite Reifen? Jetzt fahren wir da einmal die Strecke zurück und dann holen wir uns einmal breite Reifen, weil ich sehe mich, ob es dann besser geht. Wir können uns keinen Großtraktor leisten. Ja? Wir müssen mit dem arbeiten, was uns der liebe Landwirtschaftsgott gegeben hat. Okay? Oder Ruhe ist? Das Einzige, was echt fragwürdig ist die gescheite Herschmatzerei von alle Leuten links und rechts. Herr Batscho, komm du nicht rum, kauf dir nur einen Bulldog. Den können wir uns nicht mehr leisten, ich kann nicht mehr so viel Geld, ich weiß nicht, warte mal. Wie viel Geld? Wir haben schon 350, wir haben noch 150.000, kann ich noch nehmen, dann haben wir 170.000 und für 170.000 kriege ich nicht. Also für 170.000 kriege ich keinen anständigen Bulldog nicht. Das kannst du knicken. Kannst du knicken, Digga? Ja, kriegst du nicht einen besseren Bulldog für. Einen Trecker. Kannst du mal hier einen Trecker.
Ja, wir brauchen mehr, also die beiden Reifen, die brauchen wir schon noch mindestens, die müssen wir uns schon noch holen. Warum liegt denn da eigentlich mitten im Feld der Gabe umeinander? Was passiert denn jetzt, wenn ich in die Eifer, dann geht wahrscheinlich wieder nichts mehr, oder? Nein, die fahren einfach mit. Nein, die fahren wir mit aussehen. Das kriegen wir schon, ja, dann geht ja gar nichts mehr. Meine Güte. Meine Güte, Kinder. Weißt du, die anderen Bauernhof haben einen Scheißdreck da liegen lassen. Was denn eigentlich die anderen Bauernhof? Die haben die überhaupt irgendwas? Ah ja, da sind überall 2, 3 Leute drin, geht schon. Da geht schon was. Jetzt fahren wir die Gabe da aus und auf die Seiten, dann hängen wir mal noch mal ab, dann holen wir uns einmal ein paar die Reifen und schauen wir, ob es besser geht. Ist das was, ja? Ich kann mir keinen Großtraktor leisten. Ja? Sepp, das ist vielleicht bloß ein Gaudi, wenn ich sage, gescheiter Herrschmatzerei. Wie lange schaut sie jetzt meine Streams und Videos an und dann seid ihr beleidigt, wenn ich sage, ihr seid lauter Gescheitschmatzer. Was halt massiv auffällig ist, ist, wie dermaßen serious ihr das Spiel nehmt. Und da meine ich nicht gezielt die, sondern sehr viele Leute. Was ist denn jetzt da vor mir noch mit zurück aus mit der Scheißgabe da? Wer scheiß Spacko hat sein Gabe mir weggeschmissen? Ich scheiß aufs Feld, du Spacko! Fix Mari! Da schau ich, wird Reifen durchdrehen, das ist nix. Das ist mit den dünnen Reifen einfach nix. Und mit der Scheißgabe da ist auch nix! Fix! Fahren wir die Gabe jetzt aus, da! Ja, geht schon. Geht schon, Kim. Weg mit dir auf der anderen Straßenseite noch mit. Nein, nicht drauf. Nein! Nochmal! Mein Gott, regt mir der Kas auf. Überall lassen die Leute einen Scheiß liegen und ich muss dann wieder wegfahren. Ja. Mach mal. Nicht umkippen. Nein, wir kippen nicht um. Da fahren wir halt ein wenig anders hin. So, weg mit dem Schund. Mein Gott, jetzt kommt der Betonsepp. Mieten war noch eine Option, schreibt der Klaus Hauser. Da hat er nicht ganz unrecht. Jetzt fahren wir das Ding noch schnell. Bis ans Ende. Dann lassen wir es stehen. Dann holen wir uns einmal ein paar die Reifen und dann schauen wir weiter. Ja? Wir haben nämlich schon so viel. Ein mittlerer Fast Track muss hier. Was ist der Fast Track? Ein Bulldog-Marken, keine Ahnung, oder ein Bulldog-Art. Für einen größeren Bulldog. Merci dir, Hofinator, auch Kleinvieh macht Mist. So, stellen wir jetzt da her, zuerst ausklappen. So, jetzt fahren wir da nochmal zurück und holen wir uns beide Reifen. Wie geht's denn eigentlich am Schlaubi? Da schauen wir da weiter um. Schlaubi fährt mit, das heißt, er braucht auch beide Reifen. Gut, ist gut, kriegst du auch beide Reifen. Die werden den nicht den Teufel kosten. Das gibt's ja nicht. Weißt du nicht, was ich da dazu sagen soll? Lasst mir ein Like da für beide Reifen. Lucky! Ich seh dich schon! Kennt ihr mir sauber angehupt, der Lucky? Schau wie sauber das alle überflogen. Kennt ihr auch mir sauber angehupt. Ja, die Leute kennen alle angehupt. Was tut der Jonas? Ja, ich blink sogar für die. Und hup. So. Und dann fahr ich da ein. So, jetzt kriegt erst einmal der Schlaubi seinen Schund. Pflegebereifung, Zwilling brauchen wir vielleicht auch nicht. Aber einfach Standard. Ja, kostet nichts. Konfigurieren, jawohl. Ist es okay so? Nimmt er dir so? Jetzt schauen wir jetzt gleich mal, ob er der Vorvater mit. Nimmt er. Wenn es der Schlaubi nimmt, nimm sie ja. Ich überlege schon, ob ich mir die Zwillingsbereifung hier leiste. Zwillingsbereifung? Schmal. Was ist das? Ich mag das. Das kostet nichts, das nehme ich. Ob es was bringt oder nicht, ist mir wurscht, aber es gefällt mir. Ein Ruhe ist im Chat. Ein Ruhe! Kauft da halt einen Sim 24er kein Reifen. Was für Sim 24? Ich hab kein Geld mehr. Schau auf unser Konto. Ja, Entschuldigung, ich bin einfach gefahren. Wieso schaut denn der dicke Reifen aus, als da der rückwärts fahren? Ich kenn mich nicht aus. Ich weiß doch auch nicht, was ich da tue. Das ist der Gatzo!
Cornuto! Wie geht's eigentlich mal apropos Cornuto? Wie geht's eigentlich um den Hund? Ja, gelbe Fee! Von deinen Waffen werde ich auch brot. Birger, habe tritt noch einmal sie fix Louis, sage ich Servus dir an die restlichen Bagagen. Herr Geibefee, as always, habe die Ehre. Oh shit, ich glaube, ich hab's fake kaputt gefahren. Fahren wir lieber da. Verzeihung, ja, ich glaube, ich hab's schon wieder kaputt gefahren. Fahren wir lieber da. Schauen wir mal, ob's besser geht. Schauen wir mal, ob's besser geht. Oh! Erstmal sauber Gobi. Ja, natürlich hängt jetzt die Gobi unter dem Scheißdreck da drin. Der Fuck my life Moment. Ja, musst jetzt du mit deinem scheiß Familienkombi da mal angurken. Schau, dass du schleichst. Mistbritschen noch gesagt, die. Ja, möchte ich auch offen. Mein Bruder, wenn du streifst, dann streife ich die auch. Beim Scheißen im Gesicht, so ist die streife ich die. Da fahren wir 2 Autos. Schleicht euch. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. So, fahren wir mal da einigermaßen geradeaus her. Jetzt lassen wir den Schund einmal runter. Runter mit dem Schund. Und dann fahren wir mal. So, vorher habe ich nicht auf km/h geschaut, aber gefühlt geht's jetzt schon schneller. Gefühlt geht's jetzt schon schneller. Drehen die Reifen neu noch durch. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Schauen wir uns mal das von der Seite an. Schaut ganz akzeptabel aus. Können wir jetzt mit dem leben? Geht das so? Ist es okay so, wenn ich mit 6 km/h leicht wegschicke? Das Fragwürdige ist nicht, dass ich mit 6 km/h ein Feld gruppet, sondern dass ihr euch die Scheiße anschaut, damit ich das einmal klarstellen kann. Okay? Jawohl, 4 km/h schneller. Siehst du das? Siehst du das? Haben wir 4 km/h schneller. Was möchtest du mir im Leben? Ja? Was möchtest du nur mit 22.000? Außer nur ein paar Schlangenlinien fahren, damit es noch schneller geht. Was hätten sie so eigentlich tun? Ah, da unten seid schon. Das ist natürlich ja, Teamarbeit. Teamwork, Kinder. Teamwork. Teamwork. Ja, und hinten neu, weiß ich auch nicht. Das Boni schreibt, recht hat er dabei. Ja, Hobby. Und es sitzen 900 Personen. Ich wiederhole, 900 Personen. An der Stelle mal ein Dankeschön und habe ich die Ehre sagen mag. Die mir zuschauen, wie ich mit 5 km/h ein Feld gruppere. Okay? Aber im Chat dann schreiben, was machst du? Fragezeichen. Entsetzt Emoji. Ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. So, jetzt alle mal in Frage stellen. Alle, was da seid. So, außerdem fahren wir schon mit 8 km/h. Da geht schon was schneller. Ich fahre zwar schief wie weiß ich nicht, wie halt am Wochenende, aber vielleicht ist er im Spiel in-game, ist er auch gerade Samstagnachmittag. So, in T, eintragen. Dann geht's gleich weiter. Ich bin einfach zu blöd, dass ich mit dem Hänger rückwärts fahre. Ich sag's euch, was ist, ich fahr jetzt da mal rein. Oh shit, mit den Reifen fahr ich das Feld kaputt. Nein, falsch rum. So rum möchte ich. Ja. So rum möchte ich. So, ist ja gut gegangen. Jetzt lenkt man da noch ein bisschen ein, dann geht das schon. So, aber mit dem Schund. Und durchs Viech. Ein ins Viech. So, wenn mir nicht alles täuscht, haben wir danach, wenn wir da fertig sind, einen Stall zu säubern. Und die Mullikus, glaube ich, brauchen ein Gros. Die sind wie Menschen, wir brauchen auch groß. So von Zeit zu Zeit mal. Ha! Hat er nicht gesagt. So, irgendwie ist der Chat hängen geblieben, ich kann schon wieder nichts lesen und das ist nicht gut. Birger, kannst du in Discord-Sprachchat kommen? Nein. Das habe ich einmal getan und dann tun wir das nie wieder. Gekaufter Doch, kein Bulldog, sondern ein Auto VW oder sowas geht auch gut. Was? Mit dem was? Immer diese Landwirte, die alles nur aus dem Lande kennen, da alle gescheit daherrennen. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Irgendwann frage ich mal einen von euch, ob ich zu einem Bauernhof kommen darf und wirklich mal Bulldog fahren darf. Das war geil. Toni! Ja, freilich schaue ich zu, zum selber spielen ist das zu fad. Ja, wie gesagt, ganz ehrlich, ich hab's zuerst auch, und ihr wisst es ja auch alle, ja, dass ich das 2 Jahre lang wegbockt hab, das Spiel. 2 Jahre hab ich's wegbockt. Was du jetzt der Schlaubi da? Tust jetzt du der quer, weil es wurscht ist, oder wie? Ich weiß es auch nicht. Schlaubi, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich tu da links weiter. Sag ich dir, was ist?
Da kann man ein wenig ausholen. So. Da geht's so steil bergauf, da geht aber dann am Schluss aus nichts. So, jetzt kehren wir da ein wenig ein. Ich weiß nicht, Schlaubi, wenn du mir was sagen möchtest, schreibst du das in dem Chat. Er möchte mir aber nichts sagen, also vorher mal Entschuldigung. Entschuldigung, ihr bremst! Tut mir leid. So. Das Problem ist, wenn ich das auch sage, ob ich mal bei irgendjemandem vorbeikommen darf, oder die Leute sollen mich anschreiben oder sonst irgendwas, jetzt das bitte nicht, jetzt nicht. Schreiben mich so viele Leute an, was sie auch schon da haben. Ja, mir ist schon 4-5 Mal angeboten worden in den letzten 14 Tagen. Unaufgefordert, da muss ich nicht wissen, was passiert, wenn ich mich danach frage. So, wer bremst, verliert, das stimmt. Das Bonnie hast du recht. Ja, das geht schon. Ja? Haben wir es ja eh gleich. So viel ist es nicht mehr. Er tut quer, weil es da links zu lang dauert. Ja, wahrscheinlich. Da ist es ja nicht so steil dann. Ist ja wurscht, dafür machen wir es zu zweit. Ja? Das ist spät. Muss man auch mal ein bisschen geduldig sein. Ja? Muss ich mal. Was? Schau, wo kann ich vorspulen? Das denke ich mir ja gerade. So ist es nicht. Herr Werfer, jetzt ganz gut. Birger, der Brüder ist nur von 1995 gebaut worden. Für den Gruppe braucht man 250 PS. Geh weiter. Geh weiter. Lüge. Hilft nicht. Man muss damit arbeiten, was uns gegeben wurde, und ich habe mir den Gruppe eingebaut, jetzt müssen wir damit leben. Ja? Jetzt müssen wir damit leben. Das hilft uns alles nichts. Außerdem braucht man nicht, Sechster, das geht. Wie ist die andere Frage? Wurscht. Die stellen wir uns beim nächsten Mal. So, bis sie ausholen. Viech in Tee heben. So, fahren wir sauber rundum. Ja, ein bisschen mehr lenken. An die Lenkung werde ich mir wahrscheinlich auch niemals gewohnen. Und dann schön brav ein ins Viech. So, da geht es dann auch gleich wieder ein bisschen bergab, da geht es auch ein bisschen schneller. Vorher haben wir 8 km/h gehabt. Warum haben wir jetzt bloß 5? Weißt du, 8 ist fast doppelt so schnell. 10 km/h haben wir vorher gehabt. Da ich auch nicht mehr, so ist es nicht. Ja, aber das ist halt der Landi. Ihr wollt einen Landi, jetzt habt ihr einen Landi. Jetzt sitze ich da und Gruppe der Fate mit 8 km/h. Ihr wolltet es so. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass mir das Spaß macht. Hab ich nicht. Ich habe mir auch gedacht, ja, das der wir ein, zweimal, ja, und was jetzt ihr sitzt dann mit 1800 Leitern und es hat den größten Hype in-game oder im Stream, den es jemals hatte. Selber schuld, Kinder, selber schuld. Vielleicht verkauft da einer am Strand von Malle einen Bulldog mit 2 unter sein Trenchcoat-Ding. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Ja, das tun wir. Wenn das aber Zeit ist, um uns darum zu kümmern, was zum Dringen. Habt ihr nur Drunger, Kinder. Dringer ist bei diesen Temperaturen wirklich sehr wichtig, geht's euch viel besser. Da trinkt ihr so viel, wenn es euch vielleicht auch einmal schlechter geht, bis euer Bisi-Strahl weiß wie und klar wie Wasser ist, dann geht's euch tipptopp. Das hört sich jetzt nach vollkommenen Schwachsinn an, ist aber ein Typ, der dein Leben verbessern kann. Und irgendwann wirst du sagen, verdammt, der Birger hat wirklich schon wieder recht gehabt. Und ich muss sagen, verdammt, ich liebe es, wenn ich recht habe. So, kann man jetzt mal fertig synchronisieren? Hallo? Ich habe hier ein Feld zu gruppen. Gruppenmächte. Eine in Japan. Ja, geht doch. Und das Ding haben wir wieder vergessen. So. Moment. So, Vollgas. Ich hätte gerne einen B-Turbo vorne rein. In mein 20 Jahre alten Fendt. Geht das? Gibt's sowas? Gibt's eigentlich ein Produkt mit Turbo? Ich weiß nicht mehr, was ein Turbo tut. Ich sag's euch, ich bin total Kraftfahrzeug-Ahnungsloser. Ich bin eher nur der die ganzen Kraftfahrzeug-Narischen auslacht und eigentlich ziemlich fragwürdig finde. Ich weiß nicht, was ein Turbo tut. Ich habe gemeint, der Turbo ist für Geschwindigkeit. Bringt der Turbo vielleicht auch was? Der Bulldog braucht Kraft. Ne, wo? Und nicht, der muss ja nicht 280 fahren, der Bulldog. Ich meine, ich war sicher lustig. Aber jetzt was tut denn hier? Moment. Muss schnell lenken.
Ach, jetzt, schön was, auch wenn ich von dem Hof gegangen bin, kauft aber schön. Ich vergesse für den Zwickel, das tue ich. Ja, ach, jetzt, hat mich gefreut, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, die hat es nicht ausgekaut, sondern du bist freiwillig ausgegangen. Und das mit dem Hof, ja, ich hab's spät gesagt, dass du doch herinnbleiben kannst, weil es eh wurscht ist. Moment, ich link schon. Schlaubi, ich link. Schlaubi, ich link. Was ist da los? Passt schon! Heilinger Hui MU Adrung A bin Show am Swartendradel. Hix. Was, du bist am Sandradl? Was? Ja, passt schon, merci. Birger, Tipps und Tricks im Sommer. Ja? Tipps und Tricks im Sommer. Das ist übrigens auch ein massiver Tipp im Winter, wenn es der Grip hast oder so. Keine Medikamente, keine Tabletten, einfach nur so viel saufen, bis der Pissestrahl klar wie Wasser ist. Minga, Alter! Holt's meiner, Chris mit Maria und einen Winkel. Laut, scheiße, ich hab's nicht lesen können, es tut mir leid. Aber ich grüßt Maria. Hat sich gut erklärt. Mädels kennen sowieso viel mehr grüßt, weil, wenn, es ist fragwürdig, wenn mir Männer zuschauen. Ja? Aber da kann ich es noch einigermaßen verstehen. Aber wenn mir Mädels zuschauen, es sind nicht wenige, wenn ich da so einen Chat einschreibe. Währenddessen ich da sitze und mit 5 km/h verfickt Fade über den Haufen mach oder sonst irgendeinen sinnlosen Scheiß mach, dann muss ich ein bisschen schmunzeln und nachdenken und mich fragen, was das eigentlich soll. Ja? Da gibt's Grüße aus dem Fendt. Habitäre. Wie geht's euch? Ab in den Chat. Meister, vergeht's gut! Ein Turbo fordert mehr Luft. Fördert mehr Luft in die einzelnen Brennräume, deshalb okay, hast mehr okay. Kraft. Okay. Warum baut man das nicht von Haus aus in den Motor ein? Warum hat das nicht von Haus aus jeder Motor, dass er mehr Luft zieht? Oder quasi eine Lufteinpumpmaschine droht? Warum tut man das nicht einfach von Haus aus? Ist mehr Kraft nicht einfach immer besser? Ist mehr nicht einfach immer gut? Ich weiß nicht, warum man das extra macht. Das sind Sachen, die werde ich nie verstehen wahrscheinlich. Damit man wahrscheinlich ein extra drum verkaufen kann. Deswegen. So das meine kaufmännische Seite sagen. Oh, ich hab nicht fake nur gelinkt. Schlaubi, tut mir leid, ich hab nicht fake nur gelinkt. Warte, ich losen runter. Und dann link ich ein. So, geht schon. Ja, oh, jetzt hat's ein bisschen gelegt, ich hab's genau gesehen. Oh, ob wir das da auf einen kriegen, ich glaub's nicht. Ich glaube, ich halte mir mal lieber ein wenig links. Ob wir das alles kriegen, ich glaub's nicht. Ah! Doch, schau hier, ja, ist braucht nur. Ein bisschen rechts einlenken, dann kriegen wir alles. Mei, wie wir es beieinander haben, brutal haben wir. Brutal sind wir. Schaut dir das an. Oh shit, links habe ich stehen lassen. Bin doch nicht so brutal. Schlaubi, du musst nachbessern. Hilft nicht. Das hilft uns nichts. Aber ich glaube, so fahre ich ganz gut. Ja? Hau einfach einen Motor vom Lamp rein und dann geht die hinten, dass der ins Hoserleine gackst. Ich hab keine Ahnung, was du redest, aber okay, das ist der mal, geht das überhaupt? Ich hab doch keine Ahnung. Kinder, ich hab doch keine Ahnung. Da, gemütlich den letzten Meter machen und dann werden wir mal unsere Kier. Ja, Schlaubi, was los? Schlaubi, was geht? Schlaubi, was geht? Haben wir's beieinander oder was? Haben wir's beieinander? Schaut mir so an. Wunderschön gemacht, good job. Oh, bin ich stehen geblieben. Das ist immer, wenn ich meine linke Hand heb. Geh runter vom Gas! Haben wir noch nicht bei Need for Speed? Ja, Bulldog gefahren, die haben wir. So, und da werden wir mal schauen, was unsere Babykirchen und unsere Gickerl so tun. So, wir kriegen jetzt das Teil in den Hänger ein. Wir kriegen jetzt das drum da geradeaus in das Ding ein. Ich schaue jetzt mit dem Schlaubi zu, wie er das macht. Ja, das Problem ist, der Schlaubi kann das. Das nächste Problem ist, ich kann es nicht. Aber ich werde es probieren. Ich werde mein Bestes geben, das sauber in die Halle einzupacken. Ja. Wunderschön, Schlaubi. Gibt's ein Fleißkärtchen mit einem bunten Fegerl drauf. Okay? So, ich mag das jetzt ein bisschen anders. Ich fahre jetzt da so gerade hin, wie ich kann. So. Dann fahren wir einfach geradeaus. Chop. Bis der Hänger gerade ist und dann fahren wir einfach mal. Ja, das haut nicht so hin. Man muss quasi auch wieder gegendenken. Lisa, danke für deinen Zwickel. Nein, falsche Richtung. So müssen wir. Und dreh das in die andere. Ja, jetzt warte mal. Ich muss das jetzt einfach ein bisschen im Extremen ausprobieren. Ja, warte mal. Jetzt fahren wir ein bisschen Viere. Da muss ich anders anfahren. Jetzt pass auf, dann machen wir so.
Wer ist das? Janik! Ohne Nachricht. Danke für den Zwickel. Ehrenmann. Moment. Wenn ich so mache. Vorder... Nein, andere Richtung. Dann lenkt er doch irgendwann so ein, wie es braucht. Ja, genau so lenkt er nämlich ein. So. Und jetzt... Ne, müssen wir noch mal ein bisschen korrigieren. Ja, Leute, vergeht's gut. Ich gebe mein Bestes, ich kann nicht einfach auch nicht rückwärts anhängen fahren. Was soll denn das? Bist du im Bulldog eingestiegen und hast rückwärts anhängen fahren können? Ich glaube nicht! So. So. Oh, Neinis. An dieser Stelle. Frido, das alle Schäfe dringen. Neinis. Herzlichen Dank an alle, die zuschauen. Herzlichen Dank an alle Donations. Ist schon wieder irgendjemand, wo ich nicht sehe. Irgendwas ist schon wieder kaputt. Dankeschön, ist ja gut. Eine kleine Spende für einen Schlaubi. Hashtag Good Job. Mr. Bavarian vergeht's gut. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich dem Schlaubi das zukommen lassen soll. Herzlichsten Dank, Leute, fürs Zuschauen. Es ist mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Es ist ja immer noch, der Landi macht immer noch Spaß. Wir hätten heute fast The Hunter Call of the Wild gespielt, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher bei dem Spiel. Das werden wir aber noch mindestens eine Session nachholen bis zur Sommerpause. Also, eine Chance geben wir am The Hunter, dass ich nicht ganz zur Gaudi gekauft habe. Außerdem habe ich ein lustiges Overlay gemacht, das mag ich nicht umsonst gemacht haben. Vielen herzlichen Dank. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Mit dem wir gleich weiter. Ihr habt jetzt Zeit einmal zum Bising zum Gehen. Dabei schmatze ich einmal eine Minute oder zwei. Und ja, ansonsten, wie gefällt es euch? Gefällt es euch gut? Gefällt es euch geht so? Gefällt es euch schlecht? Ich weiß es auch nicht. Man, ich bin auch nicht so der Pro. Ich bin einfach nicht so der Pro-Bulldog-Fahrer. Ich weiß es auch nicht. Im Bulldog vor mir fährt ein junger Birger. Ja, und der lenkt ein bisschen umeinander. Es war ein Vollgas-Rotzen voll. Herr Mampf, vergeht's gut. So, in der Zwischenzeit können wir ja mal in die Donations einladen, wenn ich die von da aus sehe. Moment, wer war das so? Der Hofinator, Need for Speed Bulldog, ja, der war nicht schlechter Need for Speed Bulldog. Der Hans Manfred im Bulldog von mir wäre ein junger Birger, haben wir auch schon gehabt. Oder zweimal hergeschrieben, weiß ich nicht, was da passiert ist. Der Janik, ohne Nachricht, heute mal Chris mit Maria, haben wir alles gelesen. Die YouTube-Nachrichten, die sehe ich leider nicht mehr. Das tut mir ein bisschen leid. Hilft nicht. So, volle Gas, Leberkas. A Leberkas, Simmel! A Leberkas, Simmel! A Leberkas, Simmel in der Früh! Ja, was soll ich da sonst dazu sagen, außer weiter geht's. Vielen lieben Dank auch an alle alten und alle neuen Mitglieder, was während dem Landi ziemlich viel Leute geworden sind. Und auch Special Thanks an der Stelle an viele Leute, die seit über einem Jahr dabei sind. Seit über einem Jahr wirklich diese Mitglieds-Subscription haben. Das sind übrigens die im Chat dieses goldene Icon drauf haben. Holy shit, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich, hat Anerkennung verdient. Herzlichen Dank. So, mal sauber, was drungen. Nicht bloß ein bisschen schmerzen, sondern auch mal selber da. Und dann schauen wir weiter. Jetzt ist die Frage, was wir jetzt erzählen. Schlaubi, was schlagst du vor? Schlaubi, Güllefass. Ein Güllefassel braucht man. Ja, meinetwegen. Ja, meinetwegen, dann kauft man der Güllefassel. Güllefässer, da werden wir aber ein kleines kaufen. Oh, so viel Geld haben wir nicht mehr. Da brauchen wir ein kleines. Wie breit spritzt das? 9 Meter. Wie weit spritzt das? Da braucht schon wieder 240. Was ist das da? Der Feldrand-Container dient als Zwischenlager für Gülle. Du kannst sie mir verschieden, nein, das brauchen wir nicht. Güllefässer werden für die Ertragssteigerung von Feldern benutzt. Ja, dann kaufen wir das drum, oder? Schauen wir mal. Wie viel haben wir? Müssen wir unser Stückchen Geld leihen. Und dann kaufe ich unser Güllefassel. Aber da ich schon immer mal mit Scheiße schmeißen wollte, hol's ich ab. Oh, da haben wir auch Bräureifen, schau hier. Was haben wir da? Weiß, farbig. Wieso kosten farbig Aufpreis? Was soll denn das? Ich mag ein gelbes Güllefassel. Nein, scheiße braun. Es gibt scheiße braun. Ich hätte gern scheiße braun. Da ist scheiße braun. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Kaufen. Los geht's. Okay, so. All unser Geld ist weg. All unser Geld ist weg. Oh, der Schlaubi, glaube ich, holt's. Holt's der Schlaubi? Ich mag aber Gülle fahren. Gülle fahren ist geil. Wir fahren da mit uns. Schosi, was tust du mit unserem Mähdrescher? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn der Schlaubi Gülle fährt, dann werden wir uns mal... Mein Gott, du mit deinem geschissenen Dreckslaster! Du, meine Güte, ich sag das ganz ehrlich, in echt, weil dein Scheißkonsum ausbaut. Fix Mari, wieder. Fix Mari. Meister! Vergeht's gut!
Ich stell mir grad vor- mir grad vor, wie Anne von The Fan Dirndln bei Need Fashion. for Speed am Anfang du steht und So, servus, so. Servus, ich bin's, de Maria und ISPÜD Helga im Landi 20 XD. Ich bin ja übrigens gespannt, wann der Landi 20 kommt und wie er sich verbessert. Der hat nämlich noch so massive Potenzial im Multiplayer. An der Stelle erst einmal noch mit Merci an den Meister. Georg! Spende für einen Anhänger! Führerschein. Den soll ich wirklich nicht machen, aber ich kann ja privat dann... Alter, was haben die für... Alter, was hast du für dumm beieinander? Weil, der muss wieder total eskalieren. Ja, Hauptsache das Geld ausgekaut. Was sind das da stehen, Alter? Das schaut aus wie die, weiß auch nicht. Man muss mal klar anfangen, damit man sich über die großen Dinge freuen kann. Aber das sind Sachen, die versteht sie erst, wenn es älter wird. Hau ab jetzt! Du kannst mit Gülifastle zusammenfahren! Du Arschloch! Grütze fix! Weiß auch nicht. Herr Jonas, die Weisheit haben Sie nicht mit dem Löffel gefressen. Erst einmal mit der E-Mail-Adresse daherkommen und dann auch noch, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist mir wurscht, bevor wir jetzt Gülle. Die große Frage ist, wie kriegen wir mit die Gülle da rein? Wir haben ja Mulikus. Coole Mus haben wir. Coole Mu. Wo ist die coole Mu? Coole Mu. Da fahren wir jetzt an unseren Gülle-Ding hin. Oh, Schlaubi ist umkippt. Schlaubi, wenn Sie Hilfe brauchen, einfach bloß schreien. Ich fahr jetzt da in das Güllefeld ein und hoffe, dass man das einfach einfüllen kann. So, Befüllung starten. Oh! Wähle aus, was in das Fahrzeug geladen werden soll. Ja, kann ich nicht. Nehmen wir das. Du, dann nehmen wir die Gülle. Gibt's verschiedene Güllesorten? Ich frage lieber ernsthaft, weil noch gibt's wirklich verschiedene. Weiß ich nicht. Kann man Gülle vielleicht noch mit irgendwas untersetzen oder was, weiß ich nie. So, recht für haben wir nicht. 2470. Du, das klangt. Das klangt. Schlaubi! Fuck, ich brauche noch andere Reifen. Ich kann ja da nicht durchs Feld fahren, dann ist das Feld wieder hin. Meine Güte, müssen wir nochmal zurück. Zurück aus, Kinder. Oh, da steht ja gerade so ein schönes... Warum kann ich das Gewicht nicht auf? Da muss ich da anders hinfahren. Ja, da stimmt, wir brauchen kein Gewicht. Schlaubi kümmert sich um die coole Mus. Und ich hol mir mal unsere dünne Bereifung zurück, weil sonst machen wir das ganze Feld... Du Arschloch! Ich möchte halt gern, dass das ein bisschen mehr wie GTA wird. Dass man aussteigen kann und Leib putzen. Und anschreien, das war super. Wie gesagt, also das Spiel lebt definitiv vom Multiplayer. Ne? Also wenn es mit Kumpels ist, glaube ich, mittlerweile weiß es, ist ziemlich lustig. Und es hat ein Verbesserungspotenzial noch und nöcher. Wie soll ich sagen? Es zeigt besser anzeigen auf der Karte, ein bisschen besser erklärt, was man für was braucht. Vielleicht schon Teile im Set kaufen und. Also das ist so viel Verbesserungspotenzial, das was ich mir für den Landi 20 erhoffe. Das war gut. Das tat mich richtig stark freuen. So, Zwillingsbereifung brauchen wir nicht, brauchen wir die Pflegebereifung, die haben wir auch schon mal gekauft, dann kostet uns das quasi ja nichts. Ja, zurückschrauben die haben wir natürlich nicht. Drillburg, mir alles scheißegal. Frontladeranbau, ja. Konfigurieren, ja. Kostet uns nichts. Wunderbar. Eine ins Viech. Maxi, was tust denn du? What is your problem? I don't know. Smurfy, frag doch einmal an Gülle Sommelier. Ja, keine Ahnung. Bleib Schlaubi, denke die ganze Zeit an die Schlimpf. Ja, deswegen heißt er wahrscheinlich Herr Schlaubi. Wer kennt denn die Schlümpfe überhaupt noch? Ja, die haben ja so verdammt alt, ich bin damit groß geworden, ich hab die Schlümpfe geliebt als Kind. Naja. Wen dann ein LS21? Hab ich mir auch schon gedacht, das kommt aber im 2-Jahrestakt aus, oder? Bin ich da falsch? Der Landi 20 fürs Handy. Also das am Handy spielen ist Frage. Aus ist! Schlaubi! Moment, ich glaub die zusammen. Schlaubi, habt ihr schon gesehen? Komm schon. Moment. Wie kriegt man das Ding in Tee? Also. Momental, Papintal. Verdammte Axt, Alter. Jetzt hast du das Strohbündel da vorne dran. Jetzt kann ich da nicht sauber unten rein.
Hey, ich weiß jetzt auch nicht! Was soll ich machen? Warte mal, ich fahr mir unter der Kabine ein. Wieso bist denn du so schwer wegen dem scheiß Strohbündel da vorne dran, oder was? Jawohl! Like a boss, Mr. Schlaubi. Top Team. Wer geht's denn eigentlich am Schosi? Der Schosi sah da noch aus, Manni. Der sah da noch ein wenig umeinander. Schosi, what's the dish? Das Gerät kann in diesem Zustand nicht abgeladen werden. Warum nicht? Ich muss es am Boden lassen. Schosi, was ist los? Wenn sie es, schreibt Schosi und Schlaubi, schreibt's einfach in den Chat rein. Was? Joel 19 ist wie Saufen. Ständig haut's an. Ja, aber wenn's die umhaut beim Saufen, dann hast du auch was nicht richtig gemacht. Ich meine, mittlerweile, ich bin ja älter als wahrscheinlich die meisten Herren, ja? Und ich kenne die Sturm- und Drangzeit, wo Saufen und nichts anderes als Saufen im Leben wichtig ist, kenne ich sehr gut. Das ändert sich ein wenig, wenn du mal so 27, 28, 29, 30 wirst. Ja? Und dann brauchst du nämlich 3-4 Tage, bis du wieder nüchtern bist. Jetzt muss ich mal ganz kurz aufpassen. Und dann wird beim Saufen der Weg das Ziel. Verstehst du? Ein gemütlicher, geiler Bierrausch, so langsam in der Stunde gepflegt, 1, 2 halbe und das den ganzen Abend. Leute, die 30 und älter sind, wissen, von was ich schmerze. So, Scheiße anschalten! Boah, geil, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Ich hab jetzt nicht gewusst, wie breit das Ding geht, aber wie geil ist das denn bitte? Oh, leg dich wieder voll schnell an! Schau mir das so schnell aus, die Leute, die glauben doch nie nicht! Alter, die glauben doch nie nicht! Die ist jetzt schon halb leider, schau mir gar nicht 2 Spuren nicht! Ja, ob sich das einmal rentiert hat, Kinder. Ob sich das einmal rentiert hat. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber mei. So, einschalten, durchfahren. So effizient, wie es da gerade irgendwie geht. Da müssen wir ein bisschen lenken. Sag mal, wird das nicht? Ja, mei, dann ist halt gerade die Hälfte. Die Hälfte. Wie nennt man das dann? Gespritzt. Gedüngt. Ich hab da keine Ahnung, Kinder. Ja gut, aber wir haben ja bloß 8 Mulikus. Coole Mus. Alter, was tust du? Du eskalierst der Vollgas. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. So, wie kriegen wir jetzt den... Moment. Ja, nicht ganz. Ich hab gemeint, da haben wir mehr Spielraum. Hab ich gemeint. Nein. Falsche Richtung. Falsche Richtung, Birger! Wieder falsche Richtung, Birger. Meine Güte, ich stell mir aber auch oben Kur beim Scheißen. Ich stell mir oben Kur beim Scheißen und die kann's besser. Bin hochkonzentriert. Ist schon besser gegangen. Ist schon besser gegangen. Ist schon besser gegangen! Nix mehr hören! Nix mehr hören! Keinen Ton! So. Wir überprüfen. Wir überprüfen unsere Gockels und Gickels und was weiß ich was. Die haben sich auf alle Fälle vermehrt. Die weißen Händel, die waren 50, jetzt sind es 56. Die schwarzen waren, glaube ich, 10, jetzt sind es 12 und die braunen waren auch 10 und ein 11. Tipptopp. Wir haben 148 Liter. Aber die Sauberkeit der Gickel lässt schwer zu wünschen übrig. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie macht man einen Kurstall und Gickel sauber? Da ist dann vorm Fuder ist dann so ein Haufen dort und den muss man einfach wegfahren, oder? Sag ich das richtig? Und zwar mit der Schaufel. Da ist halt da so kacke, weil es da so steil ist an der Stelle. Und ich mag das Fett da nicht kaputt machen. Besonders nachdem ich jetzt die Gülle dafür verbrauche. Deswegen probiere ich das jetzt einfach einmal. Jetzt schauen wir mal, wie das von drin ausschaut. Ah, nicht in der heben. Momental. So.
Das probieren wir jetzt einfach einmal. Schauen wir genau hin, was passiert. Tatsache, schau dir das an. Schau dir das an. Und dann kann man da dann her. Jetzt warte mal. Kann man dann da hergehen und kann ich das da einfach reinkippen. Oh, nein. So machen wir. Like a boss. Ab in den Chat. Like a boss. Haben die jetzt wieder. Aber wo haben die da noch unsauber? Was muss man da damit tun? Die haben ja bloß 28%. Ich muss ja noch irgendwo 3 Pfund Träger umeinander liegen, oder? Was feiten die nicht? Was genau feit die nicht? Like a boss. Einfach wieder reinschütten den Druck. Jawohl. Ein Misthaufen halt. Ja, wo ist denn da ein Misthaufen? Ich sehe kein Misthaufen. Wie macht man das da drin? Da ist ja bei denen der Scheißdreck da am Boden. Wie macht man das? Macht man die so? Düt. Was ist da los? Josi, habe die Ehre. Blinke dir ein wenig an. Josi, Sie machen eine wunderbare Arbeit. Da gibt es von mir ein Lob und eine High Five. Das braucht der Zeit zum Aktualisieren. Ach so. Ja, gut. Also vorher haben sie noch genug. Kann man da sonst irgendwas tun? Was ist das da? Kann man da sonst noch irgendwas tun da herin? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Tiermenü öffnen. Ja, sonst können wir aber auch nichts groß tun, muss ich sagen. Es aktualisiert es erst nach 2 bis 5 Minuten dann. Ja, okay. Okay. Ist in Ordnung. Selbiges müssen wir aber auch noch mit unseren Mulekuhs tun. Coole Mulekuh. Was weiß ich, was für eine Kuh. Die meine haben nämlich auch einen ziemlichen Dreghändling. Den werden wir uns einmal anschauen. Den werden wir uns jetzt einmal anschauen. Und der Eppenbauer ist raus. Herr Eppenbauer, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Hauen Sie eine rein, habe die Ehre, bis zum nächsten Mal. Du kannst die Eier verkaufen, dass du Geld kriegst. Das werden wir als nächstes machen. Und mit der Mille machen wir es ganz genau so. Die nehmen wir nämlich auch mit. So. Da muss ich euch jetzt auch gleich mal was fragen. Und zwar, schauen wir uns erst einmal die Kühe an. Da haben wir jeweils 4, also 8 Stück. Die Sauberkeit ist unter aller Sau und das Groß braucht man auch. Aber wir haben ja schon fast 1000 Liter Mille und 1500 Liter Mist. Ein Mist können wir doch eigentlich auch zum Düngen hernehmen, oder? Da ist schon wieder was, muss doch irgendwie gehen. Aber da werde ich wahrscheinlich wieder extra Maschinen brauchen und die werden wir uns nicht leisten können. Herr Jambich, vergeht's gut dir. Habe Drittgrüße aus Oberösterreich. Schöne Grüße an meine Lieblingsnachbarn im Allgemeinen. Und Steiermark und ja, auf Österreich und an Schwitzerli natürlich nicht vergessen. Merci dir wieder. So. Wenn ich da jetzt das so anschaue, dann ist ja da, Momental, dann ist da drin Heu und ein Hai. Ja, ich weiß schon, oh Gott, der Bürger, Preisenfotzen. Hai und ein Silagen. Ja? Und ein Groß. Das wirft man alles da hinten in den Futtertrog ein und ist es gut. Aber das da hervon, das ist so dunkel, es schaut so vertrocknet aus. Ist das dann kaputt oder was ist denn das? Ist das Silagen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das werden wir jetzt nicht rausfinden, wenn wir die ganze Gespuse da einmal einschaufeln. Ja, die haben wir oben, ohne dass wir uns aufheben. So. Hoppala, nicht am Futter dabei von die coole Maus anfahren. Was ist Silage? Okay, das war nicht alles sehen, müssen wir noch mal umdrehen. Er ist schon am Dreh, also da kann man schon dreschen, schau dir das an. Schlaubi, da kann man schon dreschen. Der Wurz ist Gold wert. Braucht man für die Kühe ein Gras, wir brauchen so einen Grasballenpresser, damit wir den Kühe Gras geben können. Na, jetzt fahren wir da nochmal durch. Mein Gott, schlecht die. Fahren wir da nochmal sauber durch. Zack. Wenn wir da jetzt halt ausholen, dann darf das auch nicht so schlimm sein, weil wir mir dann natürlich durchs Feld durchfahren können. Haben wir es auch. So. Da die Kuh, die tut essen. Schütt mir einen Scheiß auf den Kopf. Da. Wunderschön. Gut gemacht haben wir es. Verkauf einen Düngerer und dann kaufst du einen Miststrahler. Ein Miststrahler? Hoppala, erstmal fahren wir sauber an die Wind da nicht. Ein Miststrahler, aber da ist das mit dem Mist, haben wir da mehr oder wird der genauso schnell auch? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. So, der müssen wir das Teil wieder runterbauen.
So. Silage musst du Mais häckseln oder Gras silieren. Ja, das mit dem Gras, das weiß ich. Da haben wir auch alle Gerätschaften da. Birger, ich kenne mich im Discord nicht aus, kriege das Passwort auch so. Mittlerweile kann ich ja sagen, das Passwort ist Bulldog Phone. Also wer jetzt einer kommt, der kommt einer. Das nächste Mal mache ich euch eine Mathe-Aufgabe. Was haben wir da? Josi, was gibt's? Josi, wie läuft's? Oh, schau dir mal die Maschine, die ist schon ziemlich dreckig. Die meine ich darfst du mal zum Putzen fahren. Wenn mich nicht alles täuscht. So, schau uns eine Gickerl an. 100% sauber. Der Wurz und Gersten, die ist auch zu 90% oder 80% drin, wenn du mich fragst. Das passt. Produktivität 100%. Bei der Kulimu schaut es ein bisschen anders aus. Bei der Kulimu haben wir bloß 80% Produktivität. Das ist aber momentan völlig in Ordnung. Birger noch am Stream Bock auf Schmuck. Aber mir war es wurscht. Herr Geibel, merci dir. So. Reproduktionsrate 400 neue Stunden. Nächstes Tier in 380 Stunden. Da ist noch ein wenig hin. Mist 1500 Liter. Die Feitspritzen brauchst auch nicht unbedingt. Für reines Gras brauchst einen Ladewagen. Servus, bin ich mit dem Bulldog abgefahren. Grüße aus Bayern. Grüße aus Bayern zurück. Birger, haben wir schon. Silage muss man nur ein gescheiter Traktor gehört her. Ja, Traktor sagt man bei uns nicht, sondern Bulldog! Alle in den Chat, Hashtag Bulldog! In fucking Caps Lock. Aber nur einmal, sonst kickt euch der Nightbot. Und ich sitze da und loch mir eins. Und tu ein bisschen fappen. Birger sagt, freust du dich schon so auf den Leberkast-Junkie? Ja, geht so. Geht so. Da bin ich nicht so hundertprozentig narrisch danach wie viele von euch. Bitte komm auf. Da weiß jemand nicht, dass ich immer gerade das tue, was die Leute nicht wollen. Ja, das kannst du wieder reinkippen. Verkauf einen Düngerer und kaufst eine Dingsmaschine. Ja, das ist eine Frage. Leute, macht das einen Sinn? Josi, macht das einen Sinn? Was haben wir da alles? Wir können auf alle Fälle so einen Grupperer können wir auch verkaufen. Wiederverkaufen. Was ich jetzt einmal vorschlagen darf, das haben wir noch einen Hänger. Ohr und Milli verkaufen. Ist das was? Dann hol ich einmal die Milli. Weißt du was? Verkauft man mal die Milli. Dann verkauft man mir jetzt die Milli. Da können wir mir nichts, damit wir uns einmal wieder ein bisschen Geld holen. Ja, ist das was? Das wollte man jeder. Und dann verkauft man die Ohr. Ja, mal ein bisschen Money making, Money taking. Das sagt der ich, damit wir mal vielleicht wieder ein bisschen in so kleine Gerätschaften vielleicht auch ein bisschen investieren können. Auch mit Zwack, da ist ein Wasser drin. Das schüttet man noch unsere Mulekuh ein. Was hat ein Kuh und Wasser? Wie schaut es denn da aus? Wasser ist auch nicht mehr ganz voll, aber das passt schon. Ja? Oder brauchen wir vielleicht einmal so ein Wurzsilo? Oder allgemein, man kann ja mehrere verschiedene Sachen in einem Weizensilo bunkern, oder? Sollen wir uns das jetzt vielleicht auch mal anschaffen? Ich weiß es nicht. Ich meine, was weiß ich schon? Käme mir nicht aus. Aber das Wasser schüttet man rein. Mach mal voll die Kacke. Jawohl, jetzt ist da noch ab. Wie lädt man das Wasser aus? Hupen, Karte vergrößern, abkoppeln. Wie lädt man das Wasser aus? Indem dass man Zeit schnell ein bisschen schneller macht. So, stellen wir es mal auf 120 schnell. So, und dann lassen wir es bei 15. Zwack. Nein, Spieler, was nehmen wir dabei? Weiß nicht. Jawohl, der Birger hockt wieder in seinem grübigen Milfend. Natürlich, was denn sonst? Wie geht es auf Discord, dass man das Passwort rauskriegt? Also, in der Regel. Ich weiß jetzt nicht, was ich erklären muss. Muss ich erklären, wie das Discord funktioniert? Du installierst dir das Programm Discord. Wir kriegen das Wasser da aus. Da kann mir mal jemand sagen, wie ich das Wasser da auskriege? Keine freie Kapazität mehr für Wasser. Fahren wir mal zurück zum Wassertank, da die Vorschlag. Da kann man es da wieder reinladen, was weiß ich. So. Dann gehst du in Discord, installierst du das Programm erst einmal. Dann ist in der Beschreibung unten, unter dem Stream, ist ein Link zum Discord. Da klickst du einfach drauf, bist du in meinem Server drin. Das ist wie WhatsApp, da kann man miteinander schreiben in verschiedene Channels und man kann sogar miteinander schmatzen und was weiß ich was alles. Dann gehst du in meinen Gaming-Schmatz-Kanal und da steht das Passwort drin. Und das Passwort, das verschlüsselt ich ein bisschen, damit man ein bisschen denken muss. Befüllung starten, hupen. Ich kann das Wasser da nicht aus. Der Birger mag nur Gustel wie wir alle. Feldspritzen musst weg, kostet eher ein Güllestrahl. Auf 3 ist der Tempomat. Steuerung I drücken. Steuerung I. Na, aber das Wasser ist immer noch da. Ich weiß auch nicht, wie ich da soll. Steuerung I. Tu ich. Geht nicht.
Befüllung starten, da steht ja nichts. Da steht ja da oben nichts von entladen. Ich weiß auch nicht. Die Mill ist doch in Kandeln. Brauchst du überhaupt eine Fassel? Das habe ich letztes Mal gemeint, dass ich die Kandel einfach nehmen kann und stelle die irgendwo hier und verkaufe sie so, aber ich muss mit dem Millitanker hinfahren und muss das aufladen. Feitspritzen weg und Ladewagen her brauchst du eh nicht. Feitspritzen? Da muss ich jetzt einmal schnell schauen, was sie mit der Feitspritzen meint. Verzeihung, ich kenne mich nicht so gut aus. Ja? Feitspritzen. Ist das dort Feitspritzen? Was ist denn Feitspritzen? Ist das Feitspritzen? Ist das Feitspritzen? Schauen wir mal auf Karten, da sieht man das ein bisschen besser. Das ist ein Gewicht. Ist das? Das ist der Beutelpresser. Ist das Feitspritzen? Das ist doch der Düngerer, oder? Da musst du warten, bis die Kier saufen. Hilft dir nichts. Nein, ist's nicht. Was denn dann die Feitspritze? Das ist der Rasenmäher, das weiß ich, das ist der Gruppe, das ist das Güllefassel, das da hinten, glaube ich, ist ein Großwender, wenn mich nicht alles täuscht. Du brauchst ein Mulchfassel. Ist es ein extra Mulchfassel? Kann ich mir nicht leisten, Kinder, das kann ich mir nicht leisten. Güllefassel, Überladewagen, was haben wir da noch? Tiertransport brauchen wir auch nicht. Diverses, was ist denn Diverses? Mit diesen Maschinen stellst du ursprünglich Feldzustand wieder her, Feld löschen. Nein, das tun wir nicht. Gescheiter Bayer kennt sich aber mit der Landwirtschaft aus, gell? Bin enttäuscht. Gescheiter Bayer redet da nicht den ganzen Tag gescheit daher. Gescheiter Bayer kann auch, weiß ich nicht, was habe ich letztes Mal gesagt, 6 Programmiersprachen. Wieso kannst du nicht mal eine? Weiß nicht, bin ein Computerdepp, kann auch nichts dafür. Ja, die Düngemaschinen, die wir weg. Das hinter dem Güllefassel ist ein Feitspritzen. Das ist ein Feitspritzen, was tut denn die? Das ist ein Feitspritzen! It spritzes Feit! Das ist ein Feitspritzen. Ah ja, stimmt, da haben tatsächlich auch so Schleichter und so weiter. Und die steht da wahrscheinlich auch nicht so Gaudi da hinten. Tja, dann lassen wir das Wasserfassel einmal da stehen. Fahren wir die Feitspritzen einmal zurück. Abkuppelt. Nein, abkuppelt. So. Bei Tierhaltung. Moment, da schauen wir mal schnell rein. Tierhaltung. Das ist der Aquatrans. Und da haben wir Wasser und ja, da haben wir nicht, was ist denn das da? Ein Futtermischwagen, brauchen wir nicht. Was ist das, ein Futtermischwagen? Und der kann eine Milch für 25.000! Spinnen die! Da brauche ich doch noch viel mehr Milch, das rentiert sich da überhaupt nicht. 1000 Liter, das ist ja nix, oder? Und normalerweise haben wir 1,2 mal mehr, beziehungsweise 2,2 mal mehr Kühe. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Striegel, Entschuldigung, achso. Schaut sehr so verwirrt mich. Wir sollten nie da jemals was lernen, Kinder. Wir sollten nie da jemals was lernen. Halt den Striegel. Das da hinten ist der Striegel. Der Striegel ist gut. Für mich ist doch das der Düngerer. Kann ich mit dem Düngerer, kann ich da nicht einfach einen Mist rein tun und fertig? Oder brauche ich da was Extras? Den holen wir jetzt und nicht stramm an Mist. Ja? So. Ja, einfach mal schauen. Ja, ich muss das auch herausfinden. Ich kenne mich auch nicht aus. Förderbandsystem. Was tut denn das Geiles? Mehr die haben. Hab kein Geld, geht nicht. Und einen Striegel nimmt man zum Unkraut vernichten her. Das habe ich gewusst, aber nur bis zu einem bestimmten Stadium. Wenn das Unkraut vernichten so und so groß ist, dann muss das spritzen. Jeder das seine, jeder kennt sich halt nicht so aus. Ja, chillt's einmal, nehmt einmal die Spende zu ernst. Du brauchst einen Miststrahler. Okay. Gibt's da eigene Düngetechnik vielleicht? Keine Ahnung. Düngerstreuer werden, nein, die schauen alle gleich aus, das ist wahrscheinlich nicht. Pflanzenschutz, Kühlefässer, Wände, Schwader, Striegel, Kartoffeltechnik, Schneidwerke, Überladewagen, weiß ich auch nicht, was das ist. Maispflücker, Feldhäcksler, Rübentechnik, ich zock schon ewig lang, ich sag, wenn du es nicht weißt, ich weiß alles, Birger. Ich frage einfach und ihr haut es in den Chat rein, das glaube ich ist das Allerbeste. Obi, das zweite von links. Kartoffeltechnik. Was? Wohl eher nicht. Diverse Förderbande, den Tieflader, Forstmaschinen, Ladewagen, der Miststreuer hat sie fix, Kategorie Mist. Es gibt eine Kategorie, die heißt Miststreuer. Wieso seh? Da! Ich hab's ja nicht gesehen. Ja, da werden wir uns bloß den ganz kleinen leisten können, das wird nicht helfen. Und nicht einmal den. 27.500. Ja, Kinder, jetzt wird's Geld dann wirklich knapp. Jetzt haben wir dann nicht einmal
Moment. 29.000. So, jetzt haben wir noch gar nichts mehr. Kleiner Miststrahler. Mieten. Na, Mieten kommt genauso da. Das vergiss ich doch wieder zum Abstellen. Weißt du, wie es ist? Kaufen, jawohl. So, außerdem mag ich mir ein bisschen sparen damit, dass wir da den Mist einkippen und was weiß ich. Wie geht das mit dem Mist einkippen? Brauche ich da eine Mistgabe vorne dran oder kann ich da die Schaufel hernehmen? Wer haut das hin? Wer haut das hin? So, fahren wir sauber 4. Sauber auf unseren Seiten, geben wir uns einmal ein bisschen Mühe. Kinder, geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Ein bisschen Mühe, ein bisschen mehr, ein bisschen dreschen, blinken rechts, langsamer werden, einlenken. So, Blinker aus, langsamer werden, rechts, links blinken, Entschuldigung. Aber jetzt sagt, da kommt nicht bei näher. So, wie geht's euch so? Wie geht's euch so? Alles gut, ja. Und die Eier verkauft man heute noch, ja. Wichtig. Eier werden verkauft. Die Eier werden verkauft. Eier, wir brauchen Eier! Ab in den Chat. Währenddessen nehmen wir ein Schluckerl auf euch, Kinder. So, Hunger kriege ich. Das ist was, das fährt mir gerade so wirklich. Ich habe den ganzen Tag noch nicht so wirklich was gegessen, weil es so beschissen heiß war. Und jetzt habe ich dann richtig Bock auf richtig fressen und dann schlafen. Bin miert, bin Ding. Weißt du nicht, war ein guter Tag heute. Wie war ein Tag? Meiner war gut. Meiner war gut. Mein Urlaub Rucknatter wird. Ja, weil aufs Leben. Aufs Leben. Oder was sagt sie da dazu? Prost. Hoppala, jetzt geht's natürlich weiter. Wieder 2 Glauben. Was? Der Moment, wenn der Bürger feststellt, dass man bei seiner Sahnmaschine nicht gruppern muss vorm Sahn. Echt jetzt? Von so eine Sachen mag ich nichts wissen! Sind wir da zum Bullock fahren! Und zum Sahn kaufen und zum Anschaffen! Herr Zementmetzger C. Habe dritt bin heute schon ins Kloster Andex aufgegangen bei gefühlt 5000 Grad im Schatten. Slayer! Hoppala, hast du mal Kuppel auch noch rausgehauen. Warum tust du denn sowas? Merci dir, oder? Für die Donation. Ja, ich weiß, ich war auf der falschen Seite. Vor 5 Sekunden haben wir gesagt, wir müssen uns mir geben. Ich bin nicht ich selbst, wenn ich Hunger bin. Wenn ich Hunger bin, vor allem. Ganz wichtig, wenn ich Hunger bin. Wenn ich Hunger bin, hast du die Fotzen zum Halten. Fülle das Gerät zuerst auf. Wie haut jetzt das hin? Muss ich da reinschauen oder nicht? Wir brauchen einer, du brauchst. Und dann will ich noch anschauen. Eier, wir brauchen Eier, ist der Bauer reicher, fährt der Eicher, ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich fahr jetzt den da mal hier. Oh, das wollte ich nicht. Passt schon, der Warz hat beim letzten Mal fast 5000 Euro Erlös gebracht. Oh, der war aber auch fast voll. Du, da war das Ding aber auch fast voll. Ach, wir haben da schon einen Warz. Da schau hier, der fleißige Schlaubi. Fleißiger Schlaubi hat 8000 Warz gesammelt. Good job. Bist eingestellt. Ist das schon alles eingesammelt zur Strafarbeit? Das ist ja noch nicht mehr alles zur Strafarbeit. You did a really great job. You both did a really good job. God damn it, I like it and you good. It good. So, wir kriegen jetzt den Mist da rein. Einfach mit der Schaufel in den Mist schreien. Okay, das werden wir ausprobieren. Moment, wo ist der Bulldog? Bulldog, hier mit dem Bulldog. Hier mit dem Bulldog. Oh, guck mal, der steht vielleicht ein bisschen ungünstig. Wo der wir den hin? Den stellen wir jetzt da her. Dann fahren wir ihm noch auf die Seiten. This is a mad Drescher! It dresch's Mö! Gibt's eigentlich Schaf? Wenn wir gerade schon dabei sind, nicht wundern, ich fahre bloß ein wenig auf die Seiten. So, Hundi, du machst einmal bei Fuß. Dann geben wir da noch was zum Essen. Na hopp, da so, und einen Ball die am auch noch schmeißen. Damit es am Cornutto nicht langweilig wird. Cornutto, lauf! So. Da ist mein Bulldog her, dann holen wir uns die Schaufel. Holen wir uns eine Schaufel. Ein wenig eine Scheifel. Fast jetzt dazu einmal, jawohl. Da, das ist der Cornutto, ist der brave Cornutto, braver Cornutto. Cornutto! Ist der Katze! Was haben wir jetzt da wieder für eine Konstruktion beieinander?
Kriege ich das so von auf? Ich weiß es nicht. Tatsache. Tatsache, so genau nimmst du es später und doch nicht. Ja, was ist denn jetzt wieder? Du sollst aufheben. So, wunderschön. This is a Mähdrescher. It dresches the Mäh. The Mäh. It dresches Mäh. So. Obi. Wie hat jetzt das sieht, wenn ich da jetzt einfach so hinfahre? Ist dann, schau wie voll oder was? Ah ja! Schau wie voll! Gehen wir so ein, holen wir ein wenig aus, auf mit dem Schund und dann werden wir das da schon irgendwie einkriegen. Oder auch nicht. Moment, und dann kippen wir mir aus. Eine damit, jawohl! So, und jetzt probieren wir das Ganze mal First Person like a Pro. Leider gibt mir wirklich mir. So, hinter mir, oh! Seht ihr den Cornutto? Schaut in den Rückspiegel. Schaut rechts in den Rückspiegel. Schaut, der Cornutto schaut zu, ob er es richtig macht. Guter Cornutto. Braver Cornutto. So. Rückwärts. Rückwärts. Kann man da rückwärts schauen? Ja. So. Dann. Oben mit dem Ding. Und wieder eine in den Misthaufen. Eine in den Misthaufen. Mit Vollgas. So. Dann füllen wir mir auf. Oder auch nicht. Ja, ist aber nicht mehr viel da. Ist nicht mehr viel da, meine ich. Ja, müssen wir da nochmal hindrehen. Geht da was? Was man sagt halt auch nicht. Wieso nimmt denn das nicht? Da ist doch noch viel genug da. Kinder, da ist doch noch viel genug da. Da ist doch noch viel genug da. 270 haben wir in der Schaufel drin. Das ist ja gar nichts. Hovi, für Snickers! Vergeht's gut, das werde ich mir leisten. Das werde ich mir leisten. Eis-Snickers. Oh, leck, so eins hätte ich jetzt gern. Oh, leck, war das jetzt geil. Kennst du die Eis-Snickers und Eismaß? Oh, der Handy, geil. So, also ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich glaube, da geht nicht mehr. Warte mal, ich probiere. Doch, da geht schon mehr. Muss ich die Schaufel steiler stellen. Hab schon gesehen. Machen wir wieder First Person. Außer den Tee damit. So, vorsichtig. Ja, da waren wir ein bisschen zu begeistert. So, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob ich da jetzt drüber bin oder nicht. Wir probieren es jetzt einfach. Aber ich glaube schon. Schaut gut aus. Auskippt mit dem Schund. Ist er schon la. So, dann probieren wir mal das ganze First. Warte, Schlaubi, was ist los? Schlaubi? Wohin mit dem Wurz? Verkaufen. Den verkauft man, da braucht man Geld. Es muss die Kohlen rein. Verkauft man. Und wenn du wieder da bist, wenn ich da jetzt fertig bin, dann fahr ich noch und verkauft man da noch. Und dann macht man Bulldog Royal. Ist das ein Deal? Ich glaube schon. Wird jetzt wieder 10 Sekunden dauern, bis es hört, aber das ist schon in Ordnung. So, das machen wir jetzt rein über den Rückspiegel. Das sage ich hin. Rein über den Rückspiegel. So, schauen wir mal, ob der was kann. So, ja. Machen wir es doch nicht rein über den Rückspiegel. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. So, wir können uns einmal anschauen, wie das aus zum Schauen hat. Wir fahren jetzt einmal gerade aus 4. So muss das also ausschauen, man muss Zeiten sehen. Zementmetzger haben unsere Zeugnisse gekriegt und unser Lehrer wollte unbedingt nach Andex. Ja, und, ist doch geil. Du möchtest mehr im Leben. Du möchtest mehr im Leben, Digga. Merci für deine Donation. Wer immer dies gerade war, vielen herzlichen Dank, aber es wird schon wieder nicht angezeigt. Ja, richtig gehört, da gibt es ein Bulldog Royal. Bulldog Royal, um das genauer darzustellen. So, das ist ja schon doppelt gedüngt, oder? Müssen wir mal schauen. Die Stelle ist ja schon doppelt gedüngt. Gepflügt, gerade im Phänomen. Bodenbeschaffenheit, gedüngt. Gedüngt ist auf Feld 19 einfach nur ein Haufen Unkraut, sonst nichts. Moment, aber das muss ich zuerst überprüfen. Was ist da los? Gedüngt 50%. Warum bloß 50%? Da bin ich doch schon zweimal umgefahren. Nein, wir haben ja bloß gesät. Wir haben ja bloß ausgesät. Wir haben ja noch nichts gedüngt. Wir breit straten das Ding. Ich weiß es nicht. Da fahren wir jetzt da längs noch, weil das Mistding wahrscheinlich sowieso sofort leer ist. Schauen wir nochmal nicht, dass wir was schreiben. Schlaubi, wohin, mit dem Wort. Ah ja, der hat schon gehört. Was man sieht jetzt da, Stall,
Stalldungstreuer. Nein. Ausklappen zuerst. Bekommen wir den Ausklappen. X, man klappt die Sachen immer aus mit X. Und dann. Schau das da an. Ja, der wird auch so sauschnell. Also so sauschnell, dass es brutal ist. Passt schon! Eissnickers, Hashtag, weil ich Hunger bin. Eissnickers, weil ich Hunger bin! Bitch! Der ist auch sofort, das bringt überhaupt nichts. Das ist ja gar nichts. Das ist ja total kalter. Das ist ja total kalter, Kinder. Total kalter. Wir kaufen uns hier die Gerätschaften ohne Ende und bringen deren nichts. Bringen deren noch nichts. Da brauchen wir mindestens 20 hier drin, die auf 100% sein, und bei den Gickerl braucht man auch 100 drin und was weiß ich. Das ist ein langwieriges Spiel. Sehr langwieriges Spiel. Darum klappe ich jetzt den da wieder ein. Und dann probieren wir. Oh, ja, ein neuer Versuch. Ein neuer Versuch mit dem Einlenken. Jetzt pass auf. So, rückwärts. Nein, falsche Richtung. Chaussee, Vorsicht. So, jetzt pass auf. Nein, falsche Richtung. Ja, irgendwann hat er so weit eingelenkt, dass er nicht mehr mag. Verstehst? Oh. Schau hier, wie das auf mich geht. Schau hier, wie das auf mich eingeht mit dem Rückwärts einpacken. Synchronisiere mit Spielern. So, währenddessen können wir mal die tollen Regeln des Bulldog Royal festlegen. Und zwar, wir treffen uns in 10 Minuten um 10 vor 10 treffen wir uns auf Feld 10. Mit einem Bulldog, einem Frontlader und einem Aufsatz vorn drauf nach Wunsch. Okay? Verboten sind sämtliche Anhänger, sämtliche Doppelbereifungen und was weiß ich. Ein Standardtraktor, ganz einfach. Oh, Traktor. Hauen wir selber einen abputzen. So. Und trinken wir noch einen Schluck. Der ist verboten, weil es Vorteile bringt. Wer mit so einem Ding ankommt, mit Anhänger oder Gewicht vorn dran oder hinten oder sonst was, der wird einfach gekickt. So. Dann, wir stellen uns außerhalb vom Feld auf. Ich hub dann 3-mal und dann fahren wir einfach alle los. Ja? Und dann wird sie gegenseitig umgeworfen. Wer am Rücken liegt oder auf der Seite liegt, ist raus. Den kick ich dann auch vom Server und ändert das Passwort, damit dann eine Ruhe ist. Das ist dann das Abschlussevent. Ja? Bleibst liegen, alles ist cool, wunderbar. Das geht so lang, bis der letzte übrig ist. Okay? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich erkläre das jetzt einmal und dann nimmer. So. Wo sind wir? Lucky und der Chaussee. Schreiben die was. Lucky hat den Server betreten. Lucky, habe ich die Ehre. Lucky, was soll ich sagen? Ich kann nicht recht viel sagen. Du glaub, ich warst auch schon mal bei mir am Hof. Bin mir nicht sicher. Oh, der Lucky hat den Server wieder verlassen. Weiß ich nicht, was da los war. Führt euch im Chat anständig auf. Sagt der Nightbot, habe ich gerade gelesen. So, was wollte man jetzt eigentlich noch tun? Jetzt liefert man mal die Schaufel ab. Und Ohr verkauft man. Verkauft man die Ohr? Wir verkaufen die Ohr. Schlaubi! Oh! Lau mich weg! So, was wollten wir mit da? Da haben wir den Hänger. Wo ist denn da eigentlich der kleine Hänger? Wir haben doch einen kleinen Hänger gehabt, oder nicht? Wo ist denn der kleine Hänger hier verschwunden? Haben wir den verkauft? Ich weiß es nicht mehr. Wenn es ist, ich stecke das Ohr da ein. Das ist mir wurscht. Stecke das Ohr da ein. Los geht's. So. So. Lucky, was tust denn du schon wieder? Hörst du auf? Chaussee? Ah, da ist der Klar. Da ist der Klar. Moment, ich fahr zurück aus. Lucky, was tust denn du? Saufst du? Hast du schon wieder gesoffen? Gib's zu. Chaussee? Ich hab schon gesehen. Das wird immer besser. Unsere Zusammenarbeit wird immer besser. Lucky! Fix mich! Wenn du nicht möchtest, dass ich dich vom Server kick, dann soll jetzt da auf Zeiten fahren. Ich hab zwar noch keinen Kick, aber der Zeitpunkt kommt irgendwann. Psuffer, der Teufel, psuffer nicht. So, aber diesmal haben wir 4 Karton Ohr. Schau hin, 4 Karton Ohr haben wir. 4 Karton Ohr! Eier, wir brauchen Eier!
Float Joe, hey Bierger aus dir, wer der Landwirt. Da, ich gib mir. Hoppala, nicht abgehoben bin. Da müssen wir her. Ich gib mir, da kenn ich nix. So, eingeladen Schund. Muss man das eigentlich jetzt wie von Hand einladen oder kann man das. Da kann man wahrscheinlich später mit einem Gabelstapler oder sowas den Scheiß da einwerfen, wahrscheinlich, oder? Bin ich da richtig? So, 4 Backel Ohr. Wo ist denn das wieder? Bierger, jetzt sind sie alle hin. Da ist aber ins Eckkind drin, dann sind sie alle kaputt. So, her mit dem Schund. Jawohl. Dann machen wir einen Check-up. Check-up! Wo haben die Ohren am teurigsten? Wo sagt man das? Scrollen wir mal ein bisschen nach rechts. Wo sind die Eier? Bahnstation Mühle kriegen wir mir 5.300, fast 5.400 dafür. Da fahren wir hin. Wo ist das drum? Machen wir Karten auf, da bin jetzt ich gerade drüber. Wo ist das? Scheune und Bahnstation Mühle. Ist das beides dasselbe oder wie? Ist das beides dasselbe? Bin mir nicht sicher. Ich fahr zur Bahnstation Mühle. Da glaube ich, weiß ich einen Weg. Du dich nicht an, da meine ich, kenne ich einen Weg. Los geht's, wir haben Eier abzuliefern. Eier! Ja, hier schon wieder synchronisierte Daten. Aus. Tja, was haben wir dabei? Bürger, macht's mal einen Mähdrescher Royal. Ja, aber einen Mähdrescher umwerfen, da hast du keinen so einen Hebi von drauf. Eva! Meine Eier sende dicksten. Die Tatsache, dass es von einer Frau kommt. Oh, Schlaubi! Ciao! Oh, ja, ich seh schon. Sorry, ich hab's spät gesehen, tut mir leid. Nimmt Milli auch gleich mit. Ja, da brauchen wir doch den geschissenen Anhänger. Man kann doch die. Vergelt's Gott, Schlaubi, die letzte Kiste habe ich nicht gesehen. Ich werde jetzt das nochmal überprüfen, ob man die Milchkandel nehmen kann. Ich werde es noch einmal überprüfen, aber ich glaube, es geht nicht. Oh, ich habe gesehen, da hinten haben 2 Strohbündel runtergefallen. Josi, und du hast da gerade die richtige Gabe am Ding. Da schau her, das kann man nicht nehmen. Da haben die Milchdinger und die kann man nicht nehmen. Da muss mit dem Fass leer fahren wahrscheinlich und dann lässt den Milchtank halt quasi auf. So, weiter geht's. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns nochmal so eine Strahlmaschine kaufen, die gleichzeitig gruppert. Und dann werden wir zu zweit ausstrahlen und dann wird das schon. Wie schaut der Wurz aus? Ah ja, der ist auch am Wachsen. Beim nächsten Mal, da ist er dann schon. So, ich glaube, wir müssen da oben. Das ist alles, was ich weiß. Red Haze TV, vergeht's für deinen Euro. Oder deine 99 Cent bis. So. Hoppala, müssen wir einigermaßen anständig fahren. Beim nächsten Mal werden wir übrigens ein Rennen veranstalten. Ja? Vom einen Eck der Karten bis in den anderen. Muss ich am Weg wahrscheinlich ein bisschen erklären, das wird ein bisschen schwierig, das wieder für alle klar zu machen, aber werden wir schon hinkriegen. Sorry, aber das ist eine Tatsache mit den Eiern. Warum? Also Bauernhof daheim, bei dir kann man Ohr kaufen. Das ist eigentlich was, das soll ich auch einmal verheften tun. Das ist was eigentlich, das soll ich eigentlich, wenn ich schon, habe jetzt eine Schachtel Ohr verloren, nein. Wenn ich schon halb Schmerz davon und so weiter, das soll ich eigentlich verheften tun. Zum örtlichen Bauern fahren, den es bei uns da nicht gibt, nicht so wirklich. Oder der ist zu weit weg für das. Prinzi! Ich darf gerne meine Freundin Steffi grüßen, die hat gerade neben mir, scheiße, das habe ich nicht fertig gelesen, aber Prinzi, grüß an deine Freundin Steffi, jetzt glaube ich geheißen, vergelt's dir für den Euro. Himmelwolke, danke euch! Ist doch eh schon wieder genug für heute, also machen wir gleich fertig jetzt dann. Vielen herzlichen Dank an euch alle. Das, was ihr mir ganz ehrlich dieses Jahr an Support und Zuschauerschaft und Unterstützung und an Beistand und was geleistet habt in meiner Bammel, dass ich keine Videos mehr machen mag, momentan, ist wirklich unbezahlbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mr. Bavarian, danke. Birgit oder Bauernhofchef, 5 für einen Weg oder einen geilen Abend. Mr. Bavarian, herzlichen Dank. Bauernchef bin für heit weg allen anderen nur einen geilen Abend. Dir auch und danke und ich hoffe, es hat dir einen Spaß gemacht. Abkippseite hinten. Und dann? Also, ich bin mir nicht sicher, haben wir beim letzten Mal schon geschmeißt, gell? Ich muss das nehmen. Objekt.
Ich weiß nicht so ganz, wo man das Zeug verkauft. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Schosi, wo muss ich da hin? Schosi, wo muss ich in das Bergl hin drum? Da hinten. Schosi? Wer zur fucking Hölle ist der Bernhard? Ich weiß nicht, aber Arbeitere. Wo muss man das hin? Ich weiß nicht. Jetzt warte mal. Müssen wir langsam einmal wieder das Licht machen, weil es schon wieder hell wird. Kann man das nicht auf? Abkippseite links. Wieso kann ich das dann nicht einfach abkippen und es wird verkauft? Ich kann nichts, ich kann das nicht abkippen, keine Ahnung. Keinen blassen Dunst, Alter. Muss man das einfach da auf das gibt. Ah ja, da, 800. Da gibt eine Kiste, gibt 800 Gold. Also Geld. 17. War jetzt gut, also für 17 Euro bin ich jetzt da nicht hergefunden. Also, da gibt eine Kiste 800. Das ist schon mal nicht schlecht. Also 800 Euro Eignummer ist schon mal nicht schlecht. Spawny! Lieber lache ich mich kaputt, wenn der rückwärts fährt, als dass ich mir im TV anschaue, was für Mist auf der Welt passiert. Mach weiter so. Herr Spawny, das sind die Sachen, die keine Ahnung, die sind unbezahlbar. Das meine ich, sehe eine Sätze und sehe eine Sachen, die sie mir immer wieder schreibt und im Chat und was ich Nachrichten kriege und in die Kommentare unter die Streams und was ich was alles sehe. Das ist einfach unbezahlbar. Ja? Das ist unfucking bezahlbar. Und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht oder wie auch immer und Hashtag geldgeiler Wichser. Sag ich bloß. Wie mir das von Anfang an, seit 2,5 Jahren so zuwider ist, wie andere das machen, permanent einer Scheißdreckswerbung überall einblenden und kauf mein Scheiß, kauf das und ich mache halt einfach fast gar nichts. Und ihr flippt alle vollkommen aus und ich weiß bald nicht mehr, was ich tun soll. Ja, und ich bin mir darüber sehr bewusst, dass das nicht einfach so zur Gaudi jetzt, ja, weil das war irgendwie behindert. Darum vielen herzlichen Dank. Und es hat sogar schon Leute gegeben, die sich beschweren, dass ich mich bedanke. Also richtig ernsthaft böse. Mit böser Absicht und böser Natur in den Worten beschweren, dass ich mich bedanke. So quasi, ja, Bürger, Hauptsache bedanken und die Leute als ihr seid die geilsten bezeichnen und dann Kohle einsackeln. Da bin ich wirklich da gesessen und habe mir gedacht, Gott im Himmel, was bist du für ein neidiger Hurensohn, muss ich schon fast sagen. Ja, also keine Ahnung, ich bedanke mich so oft wie ich will. Und wenn das kein Grund zum Bedanken ist, alle 5 Minuten, dann weiß ich es auch nicht. Selten sowas, also da war ich richtig lästig tatsächlich. Normalerweise ist mir scheißegal, wenn irgendjemand Bullshit schreibt. Aber sowas. Naja. Ja, Freunde der Sonne. Das ist 5 vor 10. Wir treffen uns am 10er Fade. Oh. Oberbayern ist schon am Start. Schosi, sorry, dass ich irgendwie kurz stehen bleib. So, in einen Bulldog, Frontlader auf. Und dann treffen wir uns am Feld. 10 am Rand, da geht's los. Bulldog Royal. Naja, hier mit einem fetten Bulldogs, das habt natürlich einen gewaltigen Vorteil. Das ist eh klar. Schosi, du darfst mich ruhig überholen, überhaupt kein Stress. Liefert's den Anhängern ab. Und dann passt es. So, an Schosi und an Schlaubi. Wenn ihr, nachdem ihr mit dem Stream fertig seid, nochmal weiterhin auf dem Server bleiben wollt, lasse ich euch gern drauf. Ja, ihr wart letztes Mal so schön fleißig und habt keinen Scheiß gebaut und überhaupt und sowieso. Das soll belohnt werden. Ihr dürft, wenn es mögt, ja, ihr müsst es nicht, um Gottes Willen. Ihr habt so geil gemacht. Wenn ihr weiter da bleiben möchtet, dann bleibt ihr herum. Ich kicke euch nicht. Wer umkippt, ist raus, den werde ich kicken. Und dann wird der Stream für beendet. Hoppala, ich hab ja schon einen Bulldog mit Frontlader. Schosi, sorry, da hab ich nicht gesehen, ich hab nicht aufgepasst. Sorry, aber es ist, ich hab nicht aufgepasst. Licht da. Wir treffen uns zum Bulldog Royal. Achtung, Achtung, der kleine wird nicht durchs Feld fahren, dann muss ich wieder kaputt. Na, meine Fresse. Manchmal da frage ich mich schon, wieso dass ich eigentlich... Hashtag geldgeiler Wichser. Spieße! Vergeht's gut, Alter. Vergeht's gut. Falls die Ansage von gerade nicht gereicht hat, ja, die betrifft auch dich, die betrifft jeden Einzelnen.
Und was ich aber am allerkrassesten finde, ist, manchmal, das kommt immer öfter vor, schreiben mir leider auf Facebook und entschuldigen sie dafür, dass sie entweder vergessen haben, eine Mitgliedschaft zu verlängern oder dass sie es gerade nicht machen können oder dass sie das aus irgendeinem Grund nicht machen können, wo ich da ist. Alter! Niemand braucht sie dafür entschuldigen, dass er das nicht machen kann. Das ist ein Zuckerl, das ist ein... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weil keiner braucht ein schlechtes Gewissen haben, wenn er das nicht machen kann oder wenn er mal keine Donation da lassen kann, bloß weil manche anderen das machen. Das ist ganz wichtig, Leute. Ohne Scheiß. Für jeden Einzelnen von euch bin ich dankbar, ob der ein Like da lässt oder nicht, oder ob er 100 Euro reinwirft oder nicht, ist vollkommen egal. Das ist so unfassbar wichtig, dass das verstanden wird. Ja, so. Freunde der Sonne, ich hoffe, wir sehen uns da alle, dass ihr alle ein bisschen später dran seid wie ich. Zähl jetzt von 3 ober, hup, einfach dauerhaft. Und wenn ich dauerhaft hup, könnt ihr einfach losfahren. Ich werde das beobachten, wenn sie losfährt und dann fahre ich los. Okay? Ist das klar? Wir beginnen mit dem Mika Bulldog Royal Part Nummer 2. Ich glaube, der Lukas war der letzte Gewinner. An diesem Mittwoch, am 24. Juli 2019. Herr Siegel, schauen wir mal, wie lange das wir wieder haben. Vergeht's gut. Und los geht's in 3, 2, 1. Tüt, tüt, Motherfucker, Bitch! Gas geben, Leute, Gas geben, Leute, Gas geben, Leute, Gas geben, Leute, Gas. Ihr dürft schon fahren, ihr dürft schon fahren, ihr dürft schon fahren. So, währenddessen muss ich einmal kurz umschalten, das Passwort ändern, damit ich die Leute kicken kann. Sollte ich vielleicht das nächste Mal selber machen. Vielleicht sollte ich mir als Admin überhaupt ummelden. Scheiße, wo ist ein Serverpasswort? Da ist... Speichern. So, ich komme mal zu... Oh, Schlaubi ist schon umgekippt. Schlaubi, tut mir leid für die. Stiegel, vergeht's gerade. Der erste ist schon umgekippt. Schlaubi, tut mir wirklich leid. Aus, ist da, der zweite ist umgekippt. Der zweite ist umgekippt. Ja, ich weiß schon, ich komme so spät, wir müssen den geben. Den geben müssen wir umkippen. Der ist so schwer, den kriegen wir wahrscheinlich. Jose, der Jose bleibt, kann ja bleiben. Nicht mehr aufstehen. So, jetzt bei so Wacht. Da fahren wir da sauber unten den Ocean. Nein. Herr Franklin. Nein, so nicht. Weißt, er locht sich halt eins, weil er so geschissen schnell ist. Schnell in den Weg. Wer übrigens vom Feld aus, ich fahre das auch raus. Weil er ist jetzt so beschissen schnell, dass ich ihm nicht nachkomme. Hey, wieso ist denn den... Nein! Ja, Kinder. Looky, Mr. Frank, Mr. Max. Weiter geht's. Kippt's euch um. Oder der Lukas wieder mit seinem roten Case-Bulldog. Hä? Und wir sehen einen spannenden Endspurt zwischen den letzten 3 Bulldogs. Wir haben noch einen Fendt im Rennen. Wenn ich mich nicht alles täusche, ist der rote Case. Ich hab doch keine Ahnung. Und der Gaby ist auch was ich was. Oh, und der Fendt. Oh, er ist ein Trudel, aber er steht. Fendt. Wer Fendt fährt, führt. Wenn man den gelben Bulldog jemals umwerfen soll, das weiß der liebe Gott und vielleicht nicht einmal der weiß es so richtig. Ich weiß es nicht. Der Freak vor Mr. Okay. Wenn so der Befugler meint, er muss die benennen lassen, machen, Kamera. Das hat noch nicht einmal was mit Kamera zu tun. Ich merke dir erst einmal, das hat noch nicht so ernst nehmen. Ich meine, ich fauch dann zurück. Normalerweise ist mir das egal, aber ich fauch immer zurück eigentlich, wenn ich permanent mault. Aber ich kann halt nicht verstehen, wie man sich ernsthaft beschweren kann, wenn ich mich bedanke. Ja? Da sitze ich halt da und dann schaut es passieren aus. Oh, der Gaby ist umgekippt! Der Gaby ist raus! Der Gaby Bulldog ist raus! Der Gaby Bulldog ist raus! Und der Lucky, wir haben einen Endspurt. Ich kann das leider nicht begutachten, wenn ich da daneben stehe. Schauen wir da, ich bin das kleine, wo sind wir? So, wo sind wir? Nee. Weißt du schon, darf man ja nicht laut sagen. So, wo sind wir? So, wo sind wir? Kennt jemand die so, wo sind wir? Nee. Lucky, ich hab das Gefühl, du bist zum zweiten Mal, wenn du derselbe Lukas bist, wovon ich ausgehe, weil du auch im selben Bulldog sitzt.
der Gewinner des zweiten Bulldog Royal an diesem Tag und in dieser Woche. Ich kann nur gratulieren, es ist mir eine Freude. Ich würde Sie bitten, einen Applaus. Einen Applaus ist das Ganze wert, meine Damen und Herren. Packt euch, zeigt es um, fährt zurück aus, das kann man vielleicht noch machen und dann schleichen wir uns. Mr. Samcrow. Gestern erst wieder ein Intro-Lied von Melody. Ah, shit. Moment, das muss ich. Herr Samcrow, erst einmal Merci. Special Merci. Gestern erst wieder ein Intro-Lied von LSZ direkt an die Dinge müssen. Best ganz ehrlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich jemals einen Landwirtschaftssimulator da herin spiele und Spaß damit habe. Habe ich nicht kommen sehen, so, ja? Und es macht Spaß ohne Ende und fertig aus Amen. Und dann spielen wir das auch. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob wir das nach der Sommerpause wieder weitermachen. Warum nicht, wenn es ein Gaudi macht? Aber es muss dann auch mal wieder was anderes kommen, ja? Das ist auch klar. Aber bis zur Sommerpause werden wir nichts anderes tun, sage ich euch gleich schon. Das ist noch die nächsten 4 Mal, 5 Mal noch. Und jetzt, wir werden es mitspielen können und jetzt macht Spaß. Einmal werden wir an der Hand noch ausprobieren. Herzlichen Dank. So, jetzt kannst du mir einen Gefallen tun. Kinder, jetzt mir nur einen kleinen Gefallen. Wir schauen mal aus, stellt euch gegenseitig wieder aus, fahren wir Bulldog-Schäb rauf heim. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Haben wir da keinen Kompass in dem Spiel? Da hinten, mögt ihr mir da hinten aufklappen? Ist das was? Folgen Sie mir. Folgen Sie mir. Glaubt's mit zusammen. Dann fahren wir uns in die Bulldogs noch heim und dann schleichen wir wieder. Ne? Da stehe ich schon auch. Lucky, bester Mann, zweifacher Bulldog-Royalsieger, da kann man nur gratulieren. Kommst in die Hall of Fame. Into the Hall of Fame. Der Thomas Fix, der hat gar keinen Frontlader nicht gehabt. Nochmal, vielleicht habe ich es auch nicht ganz 100% gesagt, der Frontlader ist erlaubt. Also mit einer Gabel vorne dran zum Aufkippen und so weiter, das ist erlaubt. Aber sonst keine Gewichte, sonst gar nichts. So schaut's aus. So schaut's aus. Und da würde ich sagen, fahren wir jetzt sauber unser Werkzeug heim. Lucky. Fast auf Zeiten. Weiß ich nicht. Fahren wir sauber unser Werkzeug heim, fahren wir sauber in die Garage rein. Und dann schalten wir aus. Da würde ich sagen. Das da jetzt hier mal so vorschlagen. Oder spielen wir noch eine Stunde? Eigentlich wäre es möglich, aber ich habe zu viel Hunger. Ich sag's euch, was ist. Ich habe so verschissen viel Hunger. Steckt mir die Gabel da wieder rein. Dass ich gehe. Dass ich leider sagen muss, schleicht man uns. Wo fahren ich jetzt hin? Dann fahr ich da rein. Fahren wir da rein, sauber rein. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, tut mir leid. Hey, ja, das klang schon. Für meine Verhältnisse ist das tippitoppi. Tippitoppi. So, wir schauen mal aus. Ihr kennt jetzt freiwillig den Server, aber was ich fange einfach das Kicken an. Das hilft das sowieso nicht. Franklin. Brian AFK, merci fürs Mitmachen. Bernhard, merci fürs Mitmachen. Thomas C. Fix, merci fürs Mitmachen. Lukas, nochmal Gratulation zum erneuten Gewinn des Bulldog Royals. Merci fürs Mitmachen, habe die Ehre. Maximilian, merci fürs Mitmachen, habe die Ehre. Ich schaue mir Donations gleich nochmal schnell an. Jose und Schlaubi, ihr könnt noch drum bleiben, euch kicke nicht, ihr könnt es rausgehen, wie ihr wollt, das ist mir scheißegal. Ich werde das Spiel jetzt einmal verlassen. So. Meister! Wir zahlen schon auf da, also heute nicht. Not, but, aber nicht, wenn heute nicht Gegenteiltag wäre, so muss ich sagen. So, wer war jetzt das? Mehrweg auf, 1 Euro, merci dir. 10 Minuten Fresspause und dann nur auf 10 Minuten bin ich mit meiner Fresserei nicht fertig. Sam Crow noch mit merci, der Stiege noch mit merci, Spieß noch mit merci. Den Rest sehe ich nicht, wieso sehe ich da einen Rest nicht? Ich sehe aber die YouTube-Donations, sehe ich aber nicht so gut. Der X-Steff, merci für den Euro. Wo haben wir da noch gewinnen? Der Freak von vorher, haben wir alles, haben wir nichts versandt. Freunde, es war mir erneut eine Ehre. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, vielen lieben Dank fürs anständige Aufführen. Es ist Wahnsinn, es schauen immer nur 800, 900 Leute konstant zu. Das sind dieselben Verhältnisse, wie wir es im Winter gemacht haben. Damit habe ich nicht gerechnet, sondern erst das nächste Mal wieder im Winter, wenn mehr Leute Zeit haben und wenn es draußen nicht 40 Grad hat und. Wahnsinn.
Beim nächsten Mal sehen wir uns am Montag wahrscheinlich wieder beim Landwirtschaftssimulator. Ihr könnt wieder mitspielen, es läuft wieder genauso ab wie beim letzten Mal. Kommt zu mir in Discord, da unten ist der Beschreibungslink drin. Wenn ihr nicht wisst, was Discord ist, sucht es mir auf YouTube danach. Ist eine ganz tolle Sache, ist sowas wie WhatsApp, bloß in gut. Was haben wir noch? Vielen herzlichen Dank an alle neuen Mitglieder, an alle alten Mitglieder. Mal Special Merci an viele Mitglieder, die seit über einem Jahr dabei sind. Völliger Irrsinn, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank an alle Donator, vielen Dank an alle Like-Verteiler. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocken, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Das ist dieses kleine Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button. Was gibt es sonst noch zum Sagen? Yo, ansonsten gibt's nichts. Ich arbeite tatsächlich an einem Landi-Merch, beziehungsweise der Chris arbeitet gerade an einem Landi-Merch, weil es viele von euch sich gewünscht haben. Und es könnte was mit Mähdrescher zum tun haben, wer weiß das schon. Aber das erzähle ich euch dann. Und wir werden eine Aktion starten, wenn wir schon mal beim Werbung machen sind. Ja, Hashtag Geldgeilerwichser, ab in den Chat. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch morgen einen kühlen Tag, so weit wie möglich. Morgen soll es 41 Grad kriegen. Ich werde nichts da aus mich im Pool auflockern, mir am Arsch lecken lassen. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag, wie gewohnt, um 8 Uhr. Darf mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Habe Dritteli! So, wo ist jetzt der Streamen beenden-Button? Da ist er. Passt. Halt!